Was geht ab, Freunde? John Talk Folge 2 mit Mesut Osman Keskin ist jetzt endlich online. Wir hatten eine sehr interessante Unterhaltung über die Sprache Sasaki gehabt, vor allem über dessen wissenschaftlichen Aspekten und dessen historische Entwicklung. Und wir haben natürlich über die Fragen aller Fragen diskutiert, die jeder von euch sich mal gestellt hat, mit seiner Familie diskutiert hat, mit seinen Freunden diskutiert hat oder auch im Internet. Ist Sasaki eine eigenständige Sprache oder ein kurdisches Dialekt? Oder auch wie sind Sasas Kurden? Und bevor das Video gleich losgeht, würde ich gerne ein paar Worte zu Mesut Abi sagen. Also ich kenne Mesut Abi sehr, sehr lange schon und ich finde es ehrlich gesagt traurig, dass er nicht die Anerkennung bekommt, die ihm eigentlich zustehen sollte. Er hat sein ganzes Leben in die Erforschung und Erhalt der Sprache Sasaki gewidmet. Er hat so viele wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und vor allem hat er ein Lernbuch, Sasaki-Lernbuch in deutscher Sprache veröffentlicht, das überhaupt den jungen Generationen vor allem den Zugang ermöglicht hat, die Sprache zu lernen. Und ich finde es einfach traurig und nicht fair ihm gegenüber, dass er nicht diese Anerkennung bekommt und dass er auch teilweise wegen seinen Ansichten Ausgrenzung erleben muss oder auch in der Vergangenheit gewisse Probleme hatte, dass ich das einfach nicht für fair achte. Und ich würde mir wünschen, dass man über seine Ansichten hinweg sieht und sich gemeinsam tut, vor allem um die Sprache zu retten, von dem Aussterben zu retten. Ich habe auch meine Meinungsverschiedenheit mit Mesut Abi. Gerade wenn wir über Sasa und Kermansch reden. Oder wenn wir vor allem über das Alevitentum reden. Da sind wir zwei extreme Pole wie Nordpol und Südpol. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ihn deswegen jetzt auszugrenzen oder generell einen Menschen auszugrenzen, nur weil er eine andere Meinung hat als ich. Vor allem, wenn es einer von unseren Leuten ist, also ein Dessen ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass er wirklich die Anerkennung bekommt, dass ihr ihn auch bei seiner Arbeit unterstützt und dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit natürlich dazu habt, versucht die Sprache zu lernen und die Sprache vom Aussterben zu retten. Ich wünsche euch viel Spaß bei Zuschauen und let's go. Danke, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Stell dich mal einmal bitte vor. Ja. Mal بخير اسمع بخير عمي هق رازيبو شركني سلام نخص مرابامونه. Ja, ich bin Mesut Keskin oder auch Mesut Osman Keskin. Den Namen Osman habe ich mir selbst zugelegt. Das ist also der Sasaki-Name, bedeutet Himmel. Mein bürgerlicher Name Mesut Keskin. Wenn es dazu kommt, will ich ihn auch bald ein bisschen ändern, also unseren Namen annehmen. Und ich bin in Istanbul geboren, lebe aber seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Die letzten 30, 35 Jahre in Frankfurt beziehungsweise in Umgebung. Meine Eltern oder meine Familie, ich selbst stamme auch aus Püllemür, bin aber niemals dort, also ich bin dort nicht aufgewachsen, ich habe niemals im Dorf gelebt. Ich habe vergleichende Sprachwissenschaft, vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft als Hauptfach studiert. Meine Nebenfächer waren Orientalistik und Turkologie. Und später habe ich dann auch angefangen zu promovieren. Das läuft zwar noch Langzeitdoktorand, weil ich auch beruflich tätig bin. Ne? Beruflich, also mein Brot verdiene ich seit 6, 7 Jahren als Deutschlehrer für Integrationskurse, also Lehrkraft, und ich mache die letzten 4 Jahre dann bereite ich die Mediziner und also Zahnmediziner besonders und auch Apotheker auf die Fachsprachprüfung vor und habe aber auch nebenbei
Einige Projekte laufen, was die Sasa-Sprache anbelangt. Ich habe auch mal, also an der Uni habe ich auch mal außer den Sprachkursen auch über Sasaki, die Grammatik, unterrichtet, referiert als Dozent. Und ich bin auch eines der Gründungsmitglieder des Instituts Sasaki, Verein zur Förderung der Sasa-Sprache, und auch das, was später gegründet wurde, Zamate Sasane Almanya, Sasa-Gemeinde Deutschland. Das ist auch in Frankfurt. Und auch Gründungsmitglied von Bono Culturi Diecimi, Dersim Kulturgemeinde Darmstadt. Also bist eigentlich ganz schön wieder aktiv, wie man es merkt, aber ich glaube, auf das eine oder andere werden wir ein bisschen näher eingehen. Erstmal ganz zu Beginn. Du hast ja gesagt, dass du nochmal deinen Namen ändern möchtest. Ja. Welcher soll es werden? Dann Asmen auch dann? Ja, Asmen auch, aber Keskin wurde eigentlich nur, weil es sich phonetisch ähnelte, einfach willkürlich zu Keskin. Das kommt von Çekeşki, also von den Keşkos, von den Keşki. Keşk, das ist vielleicht einigen bekannt. Das kommt aber vom Essen Keşka. Ne? Keska, in Dersim sagen wir Keska, aber die abgekürzte Form ist dann Çekeşki. Und dann hat man, weil sich das so ähnlich auf Sasaki im Türkischen so ähnlich anhört, dass einfach hat man das dann angepasst zu Keskin. Das war im Gegensatz zu vielen anderen noch nicht weit vom eigentlichen Namen, weil also noch vertretbar. Genau, noch vertretbar. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Kaya jetzt mit den Familiennamen deiner Vorfahren oder deinen Namen auf Sasaki zu tun hat. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht zu tun hat. Eher zu beschrieben. Ja, das ist, ich meine, warum mir das eigentlich so wichtig ist, auch worauf wir später noch dazu kommen werden, was die Sprache anbelangt, warum ich mich der Sprache gewidmet habe. Es hat ja mit den Namen angefangen. Ne? Also wir konnten, oder besser gesagt, unsere Eltern, unsere Vorfahren konnten ja seit der Gründung, jetzt vor 100 Jahren, ne? Republikgründung der Türkei, konnten sie ja offiziell ihre Sprache, also außerhalb des Dorfes, also an offiziellen Stellen, besonders bei Behörden oder in der Öffentlichkeit war das ja verboten oder verhöhnt. Und das war nicht nur auf die Sprache bezogen, sondern das ist ein Teil der Assimilierungspolitik. Mit dem Namen hat's ja angefangen. Ne? Ja, das stimmt. Weil wenn da bestimmte Völker ihre Sprache gesprochen haben, jedes Volk hatte in seiner eigenen Sprache, jede Familie einen Familiennamen. Ne? Letztendlich die ganzen Familiennamen heute stammen ja auch irgendwie entweder von einem Beruf oder es war irgendein Spitzname oder Familienname oder. Das wollte ich jetzt sagen. Spitznamen gab es ja nicht wirklich zu dieser Zeit. Es waren ja die Spitznamen gewesen, was die Familien hatten. Genau. Also was war bei meiner Familie zumindest gewesen. Ja, natürlich. Ich fand, das war auch 1938 wurde ja das türkische Namensgesetz eingeführt, wo alle türkische Namen haben sollten. Ne? Deswegen haben wir die meisten auch nicht ethnische Gruppen, die nicht Türken sind, haben ja auch dann den türkischen Namen. Und das wurde ja auch uns sozusagen genommen. Ne? Ja, zum einen die Sprache. Und das ist sozusagen eine Reaktion darauf, was uns eigentlich zuteil ist, was uns gehört, eigentlich wieder zurückzubekommen. Es ist keine willkürliche Namensänderung oder aufgrund dass ich da dieses Bewusstsein erlangt habe, dieses ethnische oder sprachliche Bewusstsein. Nicht nur, sondern weil es auch, es ist ein Schritt gegen diese ungerechte Politik. Ne? Ja, das. Aber leider ist es in Deutschland auch nicht so einfach, muss ich sagen. Wenn ich einen deutschen Namen ausgewählt hätte ich schon längst gehabt. Ich hätte schon längst Friedrich Müller heißen können. Ja, aber leider ist das
die momentane Gesetzgebung ist so, das sollte eigentlich durch die neue Regierung geändert werden, aber die kam wohl wahrscheinlich noch nicht dazu, dass man die Namen dann auswählen darf. Ganz kurz, aber es gab eine gesetzliche Regelung, ich glaube etwa vor 10 Jahren war das betraf die aramäische Gemeinde, dass die Aramäer den Nachnamen, alten christlichen, also biblischen Nachnamen wieder zurückholen konnten. Ja. Also das ist für die vereinfacht da, weil da gab es mal, glaube ich, seit 10 Jahren so eine. Genau, aber vor 10 Jahren etwa, wo ich beim Standesamt war, meinte sie dann, da war auch so ein als Präzedenzfall eine Familie, eine neue aramäische, assyrische Familie aus Mardin oder also aus dem, das waren türkische Staatsbürger, die hatten türkischen Nachnamen und sie wollten wieder ihren alten oder assyrischen, neuaramäischen Namen wieder zurück, aber das hatte das Gericht abgelehnt und das hatte sie als Präzedenzfall. Ne, aber es gab auch Fälle, es gab auch Fälle, wie du auch sagst, und ich hatte das auch ich glaube in Facebook habe ich das von einem Armenier auch erfahren, dass er Erfolg damit hatte. Ja? Okay. Das ist wahrscheinlich auch letztendlich der Beamtenwillkür hier ausgesetzt. Ja, ne? Ich kenne das von Freunden aus Schweden, Sasa-Freunden aus Schweden, aus Diyarbakır oder Siverek, die ihren Namen dann auch haben eintragen lassen. Ja. Das ist interessant auf jeden Fall, wie sehr dann auch die Gesetzlagen unterscheiden in den jeweiligen Ländern. Du hast gesagt, dass du in Istanbul geboren bist. Wo genau? Bakırköy. Okay, ist das dann die europäische oder asiatische? Das ist die europäische Seite. Aber ich kann mich da überhaupt gar nicht dran erinnern. Ich war ja nicht mal 2, als ich dann. Ach so. Mein Vater war ja Gastarbeiter in Deutschland. Was hat er hier gearbeitet? Also damals war das in Bremen, er hat in einer Wollfabrik gearbeitet, aber wir sind dann später, als ich dann 4 oder so war, dann nach Alzey gezogen. Da hat er bei Opel angefangen. Und dann irgendwann sind wir auch, als ich in der 6. Klasse war, sind wir dann ins heutige südhessische Gebiet gezogen, sage ich mal, Kreis Offenbach. Und seit 97 lebe ich dann in Frankfurt. Ich habe auch mal 2 Jahre in Darmstadt als Student. Ich habe auch mal Maschinenbau studiert bis zum Vordiplom. Habe dann diesen Übergang gemacht. Ganz kurz, Alzey jetzt gesagt, ne? Ja. Das ist irgendwo der Ort, wo auch der Tarkan herkommt und meinst davon, dass ihr auch auf eine Schule ging? Ja, er war eine Klasse höher, aber er hatte mit meinem Cousin und so mehr Kontakt als ich. Habt ihr denn heute noch Kontakt zu denen? Ich glaube, Bekannte, ja, aber ich persönlich nicht, hatte nie Kontakt. Okay. Es ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe auch zur Generation gehört, oder gehören noch zur Generation, wo zu Hause nicht mehr mit den Kindern Sasaki gesprochen wurde. Also meine Mutter hat es erst mit 25 gelernt, als sie nach Istanbul kam. Ich meine, sie kann bis heute das nicht grammatisch nicht perfekt. Sie hat mit mir als Kind ab und zu gesprochen, dass ich ein paar Formeln kannte, zählen und so weiter. Aber ich hatte auch keinen nachbarschaftlichen Bezug oder keinen sozialen Bezug zur Sprache, weil wir hatten in der Nachbarschaft keine Sasaki-Sprecher. Und da meine Mutter in Istanbul Schwierigkeiten hatte mit dem Türkischen, wollte sie, dass ich das nicht mehr, dass ich das nicht so erlebe. Also dass sie, ist ja bei den meisten so, weil geschämt oder das geheim gehalten haben sie ihre Sprache und auch ihren Glauben nicht. Ne, obwohl das ja überall irgendwie verhöhnt war, wenn man kein Türke und kein Sunnite ist. Ne? Aber sie haben das eigentlich überall, die haben es nie geheim gehalten. Also stand schon zu ihrer Identität und. Ja. Okay. Und ich habe das zwar verstanden, also neben mir konnte man die Geheimsprache, also das wurde auch nicht als Geheimsprache benutzt, sondern immer wenn Verwandte, Freunde bei uns waren, wurde das gesprochen. Und dann aber mit 20 habe ich mich dann entschieden, als ich mir dessen bewusst wurde, dass die Sprache eigentlich immer mehr vergessen wird, dass ich sie dann auch dann aktiv spreche. So habe ich dann angefangen, die Sprache aktiv zu sprechen.
Also erst mit 20 hast du dann wirklich angefangen zu sprechen. Verständnis war es schon da, aber der Sprachgebrauch war nicht da. Genau, ich konnte mich auch deswegen gleich, als ich auch das erste Buch so auf Sasaki in der Hand hielt und so weiter, oder die Zeitschrift, konnte ich mich auch gleich dran, das konnte ich auch gleich irgendwie dann die Grammatik dann irgendwie verinnerlichen. Ja. Gab es schon zu der Zeit Bücher? Also von welchem Jahr sprechen wir da jetzt? 93 etwa. Da bin ich erst geboren. Genau. Und da war ja auch die Dings, also zum einen war ja der Jugoslawienkrieg war schon, und da kamen diese Themen über über die ethnischen Konflikte, sage ich mal. Es sind vielleicht ursprünglich keine ethnischen Konflikte gewesen, aber kamen so in den Medien, und auch die kurdische Freiheitsbewegung. Die kurdische Freiheitsbewegung hat ja auch andere Völker dann beeinflusst. Also auch die Sazas, auch die Aleviten als eine kulturelle oder religiöse Identität auch. Und auch natürlich Lasen, Tscherkessen und so weiter hat es auch dazu bewegt, dass sie sich dann nach ihrer Identität fragen. Und das hat mich dann auch, das war auch so ein Trigger. Aber ich hatte auch das Glück, dass mein Cousin, dem bin ich auch bis heute dankbar, mich mit der Zeitschrift Ware, mit der dreisprachigen Zeitschrift, also auf Sasaki, Deutsch und Türkisch, manchmal auch auf Englisch. War sie aus Deutschland oder aus Schweden? Aus Deutschland. Weil es gab auch in Schweden auch. Genau, davor Pia Eide und so weiter, und später Kormischkan Sasa Press und so weiter. Da hatte ich das Glück, dass ich die Zeitschrift in der Hand halten durfte, oder dass ich die erwerben konnte, weil da hatten die wenigsten da Zugang. Und womit ich noch Glück hatte, ich war dann auf einer Veranstaltung Veyve Kitabu, also Sasa Bücherfest, was jedes Jahr in Mannheim veranstaltet wurde, von Hasan Devran und Zansa Heider Shahin und so weiter und allen anderen. Und da hatte ich das Glück, auch Autoren, Schriftsteller, Dichter, die auf Sasaki sprechen, die kennenzulernen, und auch Sprachwissenschaftler wie Michael Jacobson und Mary Sandonato Jacobson. Das waren das aber nicht Missionare gewesen, das Ehepaar? Kann man so nicht sagen. Okay. Also die haben... Also ich habe mal so mitbekommen, dass es wohl christliche Missionare wären aus einer Kirche aus Amerika. Genau, und dass sie halt deswegen auch die Sprache gelernt haben, um zu missionieren quasi. Sie kamen eher von das Summer Institute of Languages. Okay. Ne? Und sie waren und auch Ludwig Paul, ne? Ja. Also Ludwig Paul als Sprachwissenschaftler, Iranist. Ne? Er ist Iranist und hatte auch einen Vortrag gehalten. Und dass er auf Sasaki dann gesprochen hatte, und auch Michael Crandall und seine jetzt 2018 verstorbene Frau auch mit mir auf Sasaki gesprochen haben. Das war dann peinlich. Das waren alles Amerikaner gewesen quasi. Ja, dass ein Amerikaner deine Muttersprache besser spricht als du. Ja. Und sie haben ja auch die Seminare mit den anderen Autoren dann zusammen geführt, veranstaltet, und in Sachen Religion oder so. Ich war auch persönlich mal bei denen zu Gast. Die haben es bei uns nie erwähnt. Ne? Okay. Es ging immer nur auch in den Seminaren nur um die Sprache. Natürlich gab es da auch, was sie selbst hatten, und auch die Autoren selbst. Es gibt den einen Film, was später übersetzt wurde. Und das ist Jesus-Film. Jesus ja, aber das gibt's ja in 180 Sprachen. Ne? Okay. Und, also wie gesagt, das ist halt nur so von Hören, sagen, habe ich so mitbekommen. Aber ob da was dran ist oder nicht, hast du es ja aufgeklärt. Nee, also soweit ich weiß, ist da niemand von den Sasas jetzt zum Christen geworden. Okay. Deswegen, ne, das ist ja auch jedem selbst gelassen. Und ich bin nach wie vor Atheist. Okay, ja. Das bin ich ja auch seit 14. Und
Also das ist, ich meine, es gibt ja auch Christen, die Sasaki sprechen. Ne? In Gerger gibt es ja armenische und aramäischstämmige Dörfer, so 5, 6, die ihren Glauben noch behalten haben. Ne? Und es ist ja nicht so weit. Ich meine, wir kommen aus einer Gegend oder aus einer Region, wo es den ersten christlichen Staat gab. Ne? In Armenien im 4. Jahrhundert. Ne? Und aber abgesehen davon, es gab unter den Minderheiten oder überall Menschen auf der Welt, die missionarisch unterwegs waren. Ja, ne? Aber wie gesagt, von meiner Erfahrung her, wir haben so lange zusammengearbeitet. Es ging, wie gesagt, nur um die Sprache. Ne? Und das, was wahrscheinlich auch, abgesehen davon, dass das Alphabet damals, das Sasaki-Alphabet auch zusammen mit den Autoren sozusagen konstruiert wurde, ne? Gehörte das wohl auch zu ihrem Projekt, den Film in Sasaki zu übersetzen. Aber wie gesagt, wenn es in 180 Sprachen den Film schon gibt oder auch in 200 vielleicht Sprachen den kleinen Prinzen, warum dann nicht den Film Jesus? Und es ist ja auch, es hindert keiner die islamischen oder sunnitischen oder auch die alevitischen Sasa daran, was für ihre eigene für ihren eigenen Glauben zu tun. Das hat ja jahrhundertelang eigentlich so niemand das stimmt. Gehindert. Ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, wann hast du dir so ein Bewusstsein entwickelt? Dass du sagst, das sind auch andere, die aus der Türkei sind, wie wir, aber die halt Kurden sind, Türken. Du sagst, Anfang 20 kam das ein bisschen mehr auf dann bei dir. Aber hast du schon vorher so ein Bewusstsein entwickelt als Kind? So, okay, ich bin anders als die anderen. Wir haben zu Hause eine Sprache, die gesprochen wird, die nur wir verstehen, nur wenige verstehen. Dass du schon gesagt, okay, ich bin kein Türke, sag ich mal. Oder hast du, wann genau hast du dir diesen Bewusstsein entwickelt? Ja, das merkwürdig ist, also wir haben in Alzey, da hatten wir auch türkische Nachbarn oder ich sag mal türkische in Anführungsstrichen, weil da waren auch verschiedene, vielleicht Sasas aus Aksaray oder Tscherkessen aus Adana und so weiter, aber es hat niemals danach jemand gefragt oder nach dem Glauben. Ja, ich hatte auch in meiner Schulklasse auch einen Freund, der hat die Moschee besucht, aber er hat mich niemals, ich habe ihm sogar ein paar Sätze Sasaki beigebracht. Er hat aber niemals irgendwie das negativ aufgefasst, dass ich nicht da in die Moschee gehe, zum Korankurs oder dass ich eine andere Sprache auch kann. Ne? Und da hatten wir so das Bewusstsein, eigentlich so nicht, also weil wir waren ja türkische Staatsbürger und wir waren für die Deutschen alle automatisch dann Türken. Aber auch von der deutschen Seite her hatte ich da in der Stadt keine Diskriminierung erfahren, mit 1, 2 Ausnahmen in meiner Klasse vielleicht, aber das waren auch wirklich vielleicht 1 oder 2. Ne? Okay. Aber ansonsten nicht. Aber dann, als wir nach Dietzenbach, Kreis Offenbach gezogen sind, sowohl von der türkischen Seite auch als auch von der deutschen Seite habe ich da auch die Diskriminierung so erfahren. Und dann, ich fand das eigentlich nur schade. Ich habe das nie verstanden. Wie alt warst du da? Wie alt warst du, als ihr umgezogen seid? 12, 13 etwa. Ne? Und da wurde ich automatisch so tituliert zuerst als Kurde. Wir haben es uns zu Hause so nicht bezeichnet, sondern eher Alevite. Aber in der türkischen Öffentlichkeit ist es ja so, östlich von Sivas sind alle Kurden, ne? Egal jetzt ob Kurde oder auch Sasa oder auch Türken sogar. Ich meine Turkmenen oder Türken oder Dadasch aus Erzurum oder Turkmenen aus Malatya oder
Kars oder Elazığ werden auch wenn die erstmal im Westen sind, im Westen der Türkei sind auch als Kurden bezeichnet. Ne? Und da habe ich das wahrscheinlich auch so erstmal so, angenommen oder gedacht, okay, aber das wurde ja dann negativ. Das waren, wie gesagt, auch nur Ausnahmefälle. Ne? Ein oder zwei in meiner Klasse oder vom Freundeskreis, als ich aber sagte, dass ich Alevide bin, und das war dann noch schlimmer. Okay. Das wurde, und noch eine Stufe tiefer in ihrer Ansicht natürlich, waren die Armenier oder die Christen. Ja? Und weil das Bewusstsein, also ich habe das so... hast du dann so, haben die dann so Sprüche gegen dich geklopft oder was genau? Ja. Okay. Ich habe das aber, wie gesagt, bis heute verstehe ich den Rassismus nicht, warum ein Mensch irgendwie sich so einer... es ist eine Schuld oder ist es auch meines Erachtens sogar, wenn ein Mensch zu weit damit geht, eine Krankheit, einfach wegen einer anderen Sprache oder Religion oder Hautfarbe der Mensch dann diskriminiert wird oder geschmäht oder in schlimmeren Dimensionen das enden kann. Aber ich wurde mir bewusst auch zum Beispiel, als eines Tages die Freunde da sagten, sprich doch mal mit einem Kurden aus Konya, war das, hat auch so zu der Nachbarschaft gehört. Und dann habe ich gesagt, nee, unsere Sprache ist Sasaki, ich verstehe ihn nicht. Ich habe ja meine Sprache habe ich ja verstanden. Und da wusste ich dann eigentlich, dass wir, oder auch ich wusste, auch in Alzey haben uns Freunde und Nachbarn aus Maraş, Pasajik gesagt, ihr sprecht Sasaki, ne? Und deswegen konnten wir uns nicht verständigen. Ne? Dass da etwas anderes ist. Aber war dir schon bewusst gewesen? So. Bewusst ja, aber ich habe das nicht so richtig realisiert. Ne? Und als ich dann angefangen habe, mich mit der Sprache zu beschäftigen, also bevor ich da die Wade-Zeitschrift und auch die Sprachwissenschaftler, die Autoren, Dichter und so weiter, Aktivisten kennengelernt habe, dachte ich auch, sind wir Kurden oder nicht? Sind wir, also da hatte ich so keinen Bezug darauf. Das hat auch aber nur, wie gesagt, ein paar Monate gedauert. Und dann habe ich aber auch den Unterschied gesehen, weil habe ja auch versucht dann, zum Beispiel, ich hatte so ein Wörterbuch auf Kurdisch, auf Kurmanji, ne? Habe ich dann versucht vorzulesen, meiner Familie, und die haben gesagt, wir verstehen die Sprache nicht, nur vielleicht ein paar Wörter, aber das war's. Ne? Und dann wurde es mir dann auch bewusst, als ich da in den Zeitschriften oder in den Vorträgen dann gesehen habe, die Sprache, die wurde schon 1850 wurde schon was veröffentlicht in den 1850er Jahren, aber später Anfang des 20. Jahrhunderts hat ja Oskar Mann er nannte das kurdisch-persische Forschungen, aber auch über Gorani und Sasaki und andere Sprachen hat er ja auch Feldforschung betrieben und Material gesammelt. Und später wurde das ja auch als Buch veröffentlicht. Und dass er der erste sozusagen als Iranist war, der das auch sprachwissenschaftlich nachgewiesen hat, dass das Sasaki nicht zum Kurdischen gehört. Natürlich als eine westiranische und nordwestiranische Sprache verwandt ist. Nur wie etwa, wenn man das so vergleichen darf, da kamen ja auch ein paar Fragen, ne? Deutsch mit Englisch. Ne? Also Deutsch und Niederländisch würde ich nicht sagen, weil als Deutschmuttersprachler kann man in 3-4 Monaten Niederländisch lernen. Ne? Da habe ich auch diesen linguistischen, wissenschaftlichen Nachweis dann auch gesehen, also auch durch den Artikel von Ludwig Paul, und das ist schon vor fast über 100 Jahren schon Sprachwissenschaftler sich angefangen hatten, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Ich meine, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Ich wollte gerne noch ein paar andere Sachen fragen noch. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, Linguist zu werden? Also wer hat dich inspiriert? Also was war deine Motivation gewesen?
Ich habe mich selbst inspiriert, aber nein, ich hatte irgendwie immer schon eine Affinität oder einen Hang zu Sprachen. Ich habe auch gerne, also Englisch war mir lieber in der Schule als ich sag mal, andere Fächer. Ich habe aber irgendwie noch nicht so das an mir selbst entdeckt. Habe dann angefangen, Maschinenbau zu studieren. Habe ich auch, ich habe bis zum Vordiplom zwar Maschinenbau gemacht, aber auch im Hauptstudium Scheine gemacht, einige. Aber dann habe ich mich dann entschieden, als dann, das war Anfang der 90er, in Frankfurt an der Goethe-Universität, Professor Dr. Jost Gippert da einen Forschungskreis hatte, wo ich dann auch später teilnahm als sozusagen Muttersprachler mit anderen Autoren und Aktivisten, Schriftstellern und so weiter, die als Informanten teilnahmen. Und das hat mich eigentlich auch eher so inspiriert, dass ich dann auch später angefangen habe, quasi, dass es einen Forschungskreis gab, an dem du dann quasi potenziell teilnehmen konntest. Ja. Aber dann hab ich auch angefangen, mit dem Studium dann den Quereinstieg gemacht. Das hieß damals vergleichende Sprachwissenschaft, vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft. Es gab auch allgemeine, das hatte mehr mit der Kaukasologie oder kaukasischen Sprachen zwar zu tun, aber später wurde das nach dem Bachelor so empirische Sprachwissenschaft. Okay. Das habe ich auch dann, weil es mir auch Spaß gemacht hat, etwa Jahren, ein Semester früher war ich dann mit Ende war ich dann schon scheinfrei als eine Regelstudienzeit. Wenn wir jetzt über Sasaki reden oder auch über die Sasas reden, wie kann man die Begriffe historisch einordnen? Also wann und was war das erste historische Dokument oder Überlieferung, die halt über solch eine Kultur gesprochen hat, die man entweder als Sasa-Sprecher bezeichnet hat oder als Sasa-Volk bezeichnet hat? Also wann gab es so die ersten historische Überlieferungen? Historische Überlieferungen, also es gibt spärliche Quellen bei den Osmanen, wobei, wie ich ja schon gesagt habe, dass mit der Einstufung von der türkischen Seite oder in den türkischen Quellen als Kurde oder Ekrat. Ekrat ist die arabische Pluralform von Kurd, Kurden. Aber die Osmanen haben das auch in Bedeutung von Nomaden gebraucht, weil es gibt nicht nur Sasa-Ekrade zum Beispiel, sondern auch Eramine-Ekrade. Also die Eramine ist die Pluralform von Ermeni oder auch eher Türkmen-Ekrade. Eher also die Völker, anderen ethnischen Gruppen, die sich auch in der, sage ich mal, kurdischen Region aufgehalten oder gelebt haben. Das war auch, ich glaube, den Osmanen nicht so ganz bewusst, aber wir haben, ich glaube, Arzruni schreibt im 9. Jahrhundert war das, glaube ich, müsste ich nochmal nachschauen, ich bin nicht so gut in Geschichte, über die Delmik, Delmikner, die Delmiks, also das ist ja, Dimli ist ja eines der Selbstbezeichnungen von den Sasas. Wir haben ja Dimli, Sharema, Kirmant und Sasa und auch Kird als Endonyme, also Selbstbezeichnungen. Und das ist so vielleicht, da ist zwar nicht so viel Information, da wird über eine Schlacht berichtet mit den Delmiks, aber auch später in armenischen Quellen kommt Delmik, als dass die Sasas damit bezeichnet werden. Also dann kam in einer Zeitschrift, ich glaube 1898 oder so, das wurde jetzt auch das wurde dann in der Zeitschrift Iran and Kaukasus ins Englische übersetzt und jetzt von Englischen ins Türkische. Das kommt in der neuen Zeitschrift Sasau Sasaki auch raus. Von einem Mkirtecian, dass er so einen Überblick über die Sasas, insbesondere die alevitischen Sasas in Dersim gibt und auch die deutlich unterscheidet. Es gibt auch im Buch Harput 1878, glaube ich, in 2 Bändern von Jarman
herausgebracht, wo einige, also auch in armenischen Quellen, es gibt armenische Quellen, die Sazas als Sazakırder bezeichnen, also sozusagen als Sazakurden, aber die armenischen Iranisten meinten dann, dass das mehr den sozialen Status, also Sazakurde in der Bezeichnung Nomade oder Bauer oder Dorf oder Bergbewohner, dass die Bedeutung, also einen sozialen Status, das bedeutet in der Bedeutung, aber auch, dass da auch Reiseberichte oder auch religiöse Gelehrte, die Armenisch auch geschrieben haben, dann gesagt, die auch sagen, auch in dem Buch, was ich erwähnt habe, ja, sie werden zwar Kurden genannt, aber sie haben eine eigenständige Sprache, oder sind eigentlich ein anderes Volk. Ich glaube, hin und da gibt es auch osmanische Quellen, wo auch wo sie als Kurden, aber auch als separate ethnische Gruppe oder als Volk, sage ich mal, bezeichnet werden. Das hat natürlich verschiedene Gründe, weil die ab einer bestimmten Zeit waren die Sazas mehr mit Kurden dann benachbart. Also bis zum Völkermord 1915 waren sie stärker mit den Armeniern benachbart oder auch es gab auch gemeinsame Dörfer, aber auch mit den Kurden. Die waren natürlich an der Überzahl und die Sazas, auch die in den sunnitischen Gebieten, also wenn man die mal bereist, also Elazığ, Diyarbakır, Çermik, Gerger und so weiter, die leben ja auch so in abgeschnittenen Gegenden, also in den höheren Lagen, in den Berggebieten, wo sie auch schwer erreichbar sind. Wahrscheinlich denen auch nicht so Beachtung beschenkt wurde. Das beklagt auch Oskar Mann in seinen Briefen an seine Schwester, als er damals seine Forschungen betrieben hat über die iranischen Sprachen, dass er sich dessen wunderte, was bisher den Sazas eigentlich, er nennt auch den ein oder anderen Namen von Reisenden, dass es denen nicht aufgefallen ist, dass da auch hier so ein Volk lebt. Ja, und als er sich dann bewusst wird, auch als er sich mit der Sprache beschäftigt, dass es sich um hier ein anderes iranisches Volk handelt, als wie bisher angenommen als Kurden. Also es gibt schon einige historische Überlieferungen dann quasi dann von so einer Gruppe spricht. Ja, genau, aber wenig entweder als unter den Kurden untergeordnet, hat natürlich die Gründe, die ich soeben genannt habe, auch politisch waren sie auch nie aktiv, haben sich auch so nicht unbedingt ausgedrückt. Und jetzt kommt die Frage, warum auch in den sunnitischen Gebieten die Sazas auch in den Berggebieten leben. Das hat wahrscheinlich, kann ich jetzt so zwar nicht beweisen, aber so von den Überlieferungen oder von den einzelnen Geschichten der verschiedenen Stämme, die auch selbst, also auch die sunnitischen Sazas selbst sagen, ist wahrscheinlich eine der Theorien, dass die heute die alevitischen Sazas im Zentrum Dersim und dann, also Karabel, Sivas, Vardoğines und so weiter, sich dann ausgebreitet haben. Da sie immer in die Bergregion, also als Aleviten, flüchten mussten und damals auch wahrscheinlich auch in den anderen heutigen sunnitischen Gebieten auch alevitisch waren und deswegen mehr in den Bergregionen gelebt haben. Ne? Es ist, wie gesagt, eine Hypothese. Also sie vorher nicht alevitisch waren und später dann konvertiert sind zum Sunnitentum. Genau. Ne? Also deswegen sind die Sunniten auch untereinander, die sunnitischen Sazas auch geteilt. Die Elazığ und Diyarbakır und Bingöl sind ja Schafiiten und Gerger, Siverek, Çermik, Çüngüş und teilweise Mardin Hanafiten sind. Ne? Dass da diese Teilung auch herrscht. Das gibt's natürlich auch bei anderen Völkern, aber zum Beispiel die Hanafiten unter den Kurden sind wirklich eine Minderheit, weil sie auch zum Beispiel in Konya oder vielleicht auch in Adıyaman leben, wo eine hanafitische türkische Mehrheit dann geherrscht hat. Ne? Weil generell sind ja die Kurden in der Mehrheit
Schafiitisch, also auch die Soran-Kurden und die Kurmansch-Kurden. Ne? Ja. Also wenn ich vom Kurdischen oder vom Kurden rede, ist das so, wie in der Iranistik sprachlich gesehen eingeordnet ist. Kurdisch besteht aus 3 Sprachen. Es sind, ich würde die nicht mehr als Dialekte bezeichnen, aber als kurdische Sprachen das nordkurdische Kurmanji, womit das Sasaki eine Verbindung hat. Also Kontaktsprache. Und zentralkurdisch Sorani und südkurdisch Kermanshahi oder Kelhuri oder Feili. Das dazu gehört zu diesen zentral- und südkurdischen Sprachen hat das Sasaki keinen Kontakt gehabt, aber dafür das Gorani Haurami, das mit dem Sasaki sprachgenetisch zwar verwandt ist, aber da ist keine Verständigung möglich. Also das ist so, wie es auch in der Sprachwissenschaft eher, aber in der Ethnologie wird das auch die spärlichen Quellen, die darüber geforscht haben, dass auch dann die Sasas als eine eigenständige ethnische Gruppe ansehen. Sprichst du eigentlich Kurdisch? Also als ich dann angefangen habe, also ich kann mich unter den Kurmanji eher, also Sorani nicht, sehr, sehr wenig Sorani, aber Kurmanji, ich kann mich da retten, sage ich mal. Ich hatte auch Teilnehmer oder auch Schüler, die im Deutschkurs kaum oder sehr schlecht Deutsch konnten und auch weil sie aus Syrien oder aus dem Irak waren, auch Jesiden, wo ich nur auf Kurmanji mich mit denen unterhalten konnte. Und auch, also als ich dann angefangen habe, Sasaki zu lernen, die Grammatik und so weiter, hatte ich auch Sympathie ich empfand das Kurmanji und auch das Persische. Hatte ich eine Nähe gefühlt und deswegen auch über das Sasaki, dank des Sasaki. Das Sasaki hat eine etwas kompliziertere Grammatik als Kurmanji und Persisch. Das hat mir aber den Übergang ermöglicht, dass ich einfach das Persische und auch das Kurmanji schneller lernen konnte. Beherrsche ich zwar nicht, aber ich sag mal, ich würde im Iran und auch in den kurdischen Gebieten in Kurdistan überleben. Und Persisch kannst du dann auch ist einigermaßen. Praktisch besser, weil ich mit Iranern mehr Kontakt hatte. Auch mit den Freunden iranischen Kurden, weil ich Sorani nicht kann, haben wir auch uns auch mehr auf Persisch dann verständigt. Okay, cool. Ich kenne es halt manchmal, dass ich auch persische Filme schaue. Aber den Filmregisseur kennst, ich habe den Namen vergessen, Abbas Kiarostami. Kiarostami? Ja, das ist einer der größten Filmregisseure der Welt. Der wird auch groß gelobt von anderen Filmregisseure. Und seine Filme sind alle auf Persisch. Und ich schaue immer dann mit deutschen Untertiteln und da fallen auch wirklich so Sätze, die ich dann auch verstehe. So. So, auch was ich dann auch mal bei mir zu Hause im Haus höre, dann so Sätze, die mir halt auch bekannt sind. Ey, das war bei uns genauso. Das ist auch schon. Hatte ich auch. Ich hatte einen iranischen Freund, als ich so 17, 18 war. Dann wurde mir bewusst, dass ich so ein paar Wörter verstehe. Oder wenn die gezählt haben oder wenn der Vater mit dem Freund von mir gesprochen hat, dass ich so ein paar Wörter verstanden habe. Aber ich habe irgendwo dann ich hatte so einen Weltatlas, da waren auch Sprachen. Da bin ich dann drauf gekommen, dass also auch Sasaki und Kurdisch iranische Sprachen sind. Also irgendwo wurde dann das Kurdische und auch andere, also Balochi, Pashto und so weiter habe ich natürlich nicht gekannt, aber dass es eine Gruppe gibt, Sprachgruppe, die iranisch genannt wird. Und da bin ich dann, das konnte ich dann irgendwie assoziieren, dass es dann verwandte Sprachen sind, also jetzt nicht Dialekte. Heißt es aber auch, dass dann Sasaki und Kurdisch ihre Wurzeln im Persischen haben? Oder ist Persisch auch noch eine Gruppe, die sich aus dem Iranischen heraus entwickelt hat? Persisch ist wie eine der etwa 40 iranischen oder über 40 iranischen Sprachen nur eine iranische Sprache und nicht die Mutter aller. Das sagte auch, ich glaube, Karl Hartang oder Oskar Mann, der Iranist. Ich glaube, Karl Hartang ist auch ein Zitat von ihm, weil das muss man auseinanderhalten, wie
germanische Sprachen und Deutsch. Ne? Deutsch ist auch nicht die Mutter der germanischen Sprachen, sondern nur eine der germanischen Sprachen, die wir so als Sprachgruppe kennen. Aber das in der allgemeinen Sprache neigt man natürlich, das zu assoziieren oder zu verbinden. Wenn man sagt, Kurdisch und Sasaki oder Baluchi sind iranische Sprachen, dass man davon ausgeht, ach, wie, persische Dialekte? So, nein. Im Englischen sind ja die Deutschen oder die deutsche Sprache Germans. Ne? Und deswegen im Englischen ist das, glaube ich, vielleicht komplizierter, weil das Wort Deutsch gibt's da nicht, sondern German, und die germanische Gruppe wird dann Germanic genannt. Ne? Interessant. Ja. Aber ich finde, es ist ein guter Übergang jetzt zu der nächsten Frage, nämlich, wie wird Sasaki linguistisch eingeordnet? Das ist vielleicht mal so das Grundgerüst erklärt, auch in einfacher Sprache. Ich glaube, die wenigsten von uns haben was mit Linguistik zu tun gehabt bis jetzt. Ja, also es gibt wie bei den Menschen, man muss sich vorstellen, je nach Familie, die Kernfamilie und dann die Verwandtschaft, die größere Verwandtschaft und dann die Sippe und vielleicht die Großfamilie und dann geht über vielleicht zum Stamm oder wenn es die Stammstruktur nicht gibt, irgendwie ähnliche Strukturen, die es mal ganz früher gegeben hat. Und das ist auch bei den Sprachen so, wenn sie eine verwandte Sprache haben. Im Sasaki haben wir das Glück, dass es als iranische Sprache, eines der 40 iranischen Sprachen, verwandte Sprachen hat, mit denen man das vergleichen kann. Und es wird eingestuft als eine nordwestiranische Sprache. Also es gibt diese iranische Sprache, sogar wenn man noch weiter geht, eigentlich indo-iranisch. Da gehören die iranische Sprachen gehören da rein, die indoarischen, also das, was in Indien und Pakistan, die verwandten Sprachen gesprochen werden, also Hindi, Urdu, Gujarati und so weiter, Punjabi, also da nicht die einheimischen Sprachen Indiens, also nicht Malayalam, Telugu und so weiter. Quasi westlich von Indien. Ja, also eher nördlich und so weiter. Und die waren mal vor 4000 Jahren, wenn man auf den Dings mal zurückgeht, auf den Ursprung, vor 4000 Jahren haben die sich die iranischen Sprachen, die indoarischen und die Nuristani-Sprachen, die werden ja auch diese Kafir-Sprachen genannt, weil sie ja einen Glauben haben in diesem sogenannten Kafiristan. Es sind so etwa 6 Sprachen. Weil sie einen anderen Glauben haben, werden sie sozusagen als Ungläubige genannt. Aber das Interessante ist, diese Nuristani-Sprachen stehen zwischen iranischen Sprachen und indoarischen. Und vor 4000 Jahren etwa haben die sich wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, vielleicht, ich sage mal, Hindukusch getrennt. Das waren so damals also Dialekte. Man stelle sich vor, also als das altindische Sanskrit oder Veda, das Vedische und Avestische und Altpersische sind sich grammatisch etwa 90% gleich. Und Sasaki, also wir haben das Glück, dass diese Sprachen viele, also auch das altindische und auch iranische Sprachen, jetzt das Avestische und das Altpersische von der altiranischen Periode und auch in der mitteliranischen Periode haben wir das Mittelpersische oder Pahlavi genannt und das Parthische als westmitteliranische Sprachen. Es gibt auch ostmitteliranische Sprachen wie Baktrisch oder Chotansakisch oder Tumshuksakisch und Sogdisch und so weiter. Dass diese alle belegt sind, also belegt heißt in Inschriften oder in Schriften oder diese verschriftlicht wurden. Und das schafft uns gerade auch die Möglichkeit, Sasaki historisch, die Spuren des Sasaki irgendwo in der Sprachgeschichte zu finden. Und Nordwest-Sasaki, so Nordwestiranisch haben wir ja gesagt, und zum Nordwestiranischen gehören Sprachen wie auch die kurdischen Sprachen, Haurami Gorani, Balochi, ist ja eigentlich geografisch, für die es vielleicht nicht wissen, das ist Pakistan, Iran und Afghanistan. Gerade in dem Länderdreieck, sage ich mal, ist es aber eine große Sprachsprechergemeinschaft.
die eine Sprache sprechen, die sprachgenetisch mit dem Sasaki verwandt sind. Und dazu gehören weitere Sprachen im Norden Irans, ne, wo man den Ursprung der Sasa-Sprache vermutet. Also Deylam und ich sag mal Umgebung, Norden Irans. Und heute werden ja noch Sprachen dort gesprochen wie Talishi, Mazenderani, Südtati, Semnani, Gilaki und so weiter, die mit dem Sasaki sprachgenetisch näher verwandt sind als mit dem Kurmanji oder den anderen kurdischen Sprachen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich mit diesen Sprachen zu verständigen? Das oder? nicht. Also Okay. es gibt unter den iranischen Sprachen keine direkte Sprache, wo man sich dann unterhalten, also wo eine Verständigung Weil möglich ich habe mal ist. ein Video gesehen, ich glaube, es war Südtatil gewesen. Und man hat nichts verstanden, aber dieser Sprachfluss war wie bei uns gewesen. Also es klang wie Sasaki für mich, Ja. aber ich habe nichts verstanden. Aber vom Klang her war es wie Sasaki gewesen. So. Und ich find, da habe ich auch mal öfters mal gelesen, dass es halt mit dem Sasaki, also mit Sasaki sehr verwandt sein soll, das Südtatil. Ja, also da gibt's ja auch noch die. Wo genau wird das gesprochen im Iran heute? Das wird. Da gibt's verschiedene. Aserbaidschan war es, glaube ich, gewesen. Auch, das ist das Talishi wird im Aserbaidschan und Okay. im Norden Irans, also an der Grenze, gesprochen. Die haben auch so ein Sprachbewusstsein und nationales Bewusstsein. Es gab sogar mal einen Talishi-Staat, wollten die in Aserbaidschan gründen. Ja. Aber ja, die aserbaidschanische Sprachpolitik ist auch nicht so anders als die türkische. Okay. Können wir ja später noch dazu auf die türkische Staatspolitik, Sprachpolitik zurückkommen. Aber das Südtati, wahrscheinlich ist das auch von dem Artikel Hennings auszugehen in den 50er Jahren, haben viele Aserbaidschaner, die heute also dieses oghusische-türkische Aserbaidschanisch sprechen, als eine sehr mit dem türkei-türkischen verwandte Sprache, wo Verständigung zu 70%, 80% möglich ist. Was die aber früher gesprochen haben, dass die wahrscheinlich eine alte nordwestiranische Sprache, das mit dem heutigen Südtati und anderen verwandt ist. Ne? Es gibt nämlich auch die Sprachbezeichnung Azeri für die südtatische Sprache und Wafsi, Kajali und so weiter, so verschiedene Dialekte, die man als Südtati nicht zu verwechseln mit dem Nordtati in Aserbaidschan. Das ist nämlich mit dem Persischen eher verwandt. Dass es die Sprachen gibt, aber dieses wahrscheinlich vor 2000 Jahren noch dieses Sprachkontinuum noch existiert hat. Was heißt das? Ja, dass die Sprachen immer so einen Übergang hatten. Man stelle sich vor, du wirst als einer, der als Nordrhein-Westfale oder das Ruhrgebiet ganz gut kennt, auch die Dialekte, wenn man sich da anhört. Ruhrgebiet. Ja, aber wenn man dann Richtung Bocholt, Borkum und so weiter geht, ne, und zum Beispiel das Bocholter Platt sich anhört, man nennt es zwar so, aber früher hat es ja diese Hochsprachen nicht gegeben oder es hat sie gegeben, nur die wenigsten waren ja hatten ja eine Schulbildung. Und es gab ja oder es gibt noch diesen Übergang vom Deutschen ins Niederländische. Also ich meine, das Niederländische ist eigentlich ein alter niederdeutscher Dialekt. Es gibt halt auch diese Sprachübergänge, wo man sagt, auch wenn man jetzt im Falle des Türkischen, wenn man jetzt nach Erzurum oder Kars geht, da sieht man, dass es dem Aserbaidschanischen immer ähnlicher wird. Und dieses Dialektkontinuum hat es vor 2000 Jahren auch gegeben. Es wurde aber wahrscheinlich unterbrochen, weil das Sasaki-Sprachgebiet von heute deckt sich mit dem geografisch mit der Westgrenze des Parthischen Reiches, mit dem Partherreich. Also 3. Jahrhundert vor Christus bis 3. Jahrhundert nach Christus hat ja das Partherreich existiert. Und die parthische Sprache ist dem Sasaki ist dem Parthischen am nächsten, aber keine direkte Nachfolgersprache. Das heißt, in der Zeit, wo Parthisch gesprochen wurde, haben sich wahrscheinlich die Sasas von damals vielleicht verständigen können. Parthisch ist auch mit dem Mittelpersischen sehr nah verwandt, deswegen wurde das auch als
vielleicht als ein mittelpersischer Dialekt In welchem Jahrhundert aufgefasst. wurde Partisch gesprochen? Also das ging ja bis nach Chorasan, das Partherreich, aber da hat es bestimmt auch diese verschiedenen Völker und Dialekte gegeben, die im Partherreich dann irgendwie involviert Ich meinte, in welchem waren. Jahrhundert Ach so, diese Sprache? 3. Jahrhundert vor bis 3. Jahrhundert nach Christus, also 600 Jahre lang etwa, hat das Partherreich existiert. Parthisch hat aber dann keinen direkten Nachfolger, sage ich mal, als Sprache. Das kann man irgendwie weder vor noch nachverfolgen. Das Persische hat ja den Vorläufer des Mittelpersische. Vor der Islamisierung wurde ja eher Mittelpersisch, das Pahlavi gesprochen und davor dann das Altpersische. Das sind vielleicht nicht so genau 100%ig die 100 genauen auf einer Linie, die Verwandtschaft so ist, aber das waren wahrscheinlich der eine oder andere Dialekt. Ne? Also, aber das kann man im Persischen, im Falle des Persischen zurückverfolgen. Also, was man sagen kann, zur Zeit des Partherreiches, als das Sasaki, wie das damals gesprochen wurde, also die Vorläufersprache, von der wir keine Belege haben, kann man aber ausgehen, dass diese Sprachen ziemlich verwandt waren. Weil irgendwoher müssen die Sprachen kommen. Sasaki ist zwar jetzt relativ spät belegt, aber es ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Das hat schon immer existiert quasi. hat existiert. Ne? Und das ist, wie das eingeordnet wird, da gibt's Artikel von Ludwig Paul, also The Position of Sasaki among the Western Iranian Languages, aber auch Joost Gippert und Agnus Korn haben auch zu dieser Klassifizierung auch ihre Artikel geschrieben. Ne? Wenn wir jetzt auf die Unterschiede eingehen zwischen Sasaki und Kurdisch, wo liegen die jetzt ganz konkret? Also kannst du auch so ein paar Beispiele nennen, wo man es deutlich erkennen kann? Ja, nee, ich meine, wie muss man erstmal davon da das so vielleicht erklären, wie werden diese Sprachen überhaupt klassifiziert? Ne? In der Sprachwissenschaft, in der, ich sag mal, traditionellen Sprachwissenschaft, es gibt auch neue Modelle, aber die haben sich noch nicht so unbedingt durchgesetzt. Jetzt in der Iranistik oder Indogermanistik oder Semitistik, also die semitischen Sprachen oder Turkologie, die Turksprachen, dann nimmt man die verschiedenen verwandten Sprachen und vergleicht die bestimmten Laute, die aber, das müssen Erbwörter sein. Das heißt, die Sprachen, die schon es die Ursprache oder die Ursprachen oder die Urdialekte gab, bis in die jeweilige Zeit, wo es gesprochen wurde, oder bis zur heutigen Zeit mitgenommen wurden. Also das sind ja Verwandtschaftsbezeichnungen, zum Beispiel Zahlen und so weiter. Ne? So werden die dann eingeordnet und da versucht man dann Gesetzmäßigkeiten zu finden. Man macht den Fehler, wenn man zum Beispiel nur Sasaki mit Kurmanji vergleicht, weil das sind ja nur 2 von diesen vielen iranischen Sprachen. Ich hatte dann die Möglichkeit, als ich die Sprache neu gelernt habe, also auch Persisch und Kurmanji, die 3 zumindest miteinander zu vergleichen. Und siehe da, es gibt aber auch viele andere Sprachen, die sich da sehr ähneln. Und da wird das lauthistorisch, also wenn man zum Beispiel vom Wort für Wind ausgeht, war das im Altiranischen Vata. Und das hat sich dann später zum Beispiel im Parthischen haben wir Wad und im Mittelpersisch auch. Das hat sich dann später weiterentwickelt im Persischen zu das W zu B, Bad. Im Kurdischen haben wir Ba und im Sasaki Wa. Also das Sasaki hat das W noch beibehalten, hat aber ein T verloren. Ne? Das ist so als Beispiel oder das Wort für, also wenn, können wir später noch dazu kommen, aber bleiben wir jetzt bei den iranischen Sprachen. Hire, ne? Ja, man darf sich da nicht wundern. Hire, das hört sich ja vielleicht an wie 3 oder 3 im Englischen oder des für 10 oder dies wie im Spanischen oder Französischen und so weiter. Daher kommt ja diese indogermanische, indoeuropäische Sprachverwandtschaft. Und dass man da sagt, aha, das altiranische Thri oder Thraya hat sich dann im Parthischen zu
Hri oder Here, Entschuldigung, Here, im Sasaki auch zu Here, dieselbe Lautung, aber das Fr, ne, was wir auch aus dem Englischen kennen, dieses Konsonantencluster, im Persischen und Kurdischen dann Se zu Se wurde. Ne? Also dann mit solchen Vergleichen, das sind dann nicht irgendwelche willkürlich gewählten Wörter, sondern die sich die der Sprache selbst angehören. Man vergleicht zum Beispiel nicht arabische Lehnwörter oder andere Lehnwörter und dann, dass man die miteinander vergleicht. Also man nimmt nicht zum Beispiel arabisch Kitab und vergleicht nicht mit Sasaki Kitab oder Kurmanji Kteb, ne? Weil das ja kein Erbwort ist. Also das heißt dann auch, dass das Sasaische, sag ich mal, seine Ursprungsform, also die altpersischen Sprachen, also die Sprachform eigentlich gut behalten konnte. Die altiranischen, ja, bestimmte Formen. Ja, bestimmte Formen. Also es hat auch natürlich, Sasaki hat sich auch also einen innersprachlichen Wandel angenommen, hat innerhalb der Sprache gab es Änderungen, ne, und auch Erneuerungen. Sasaki hat zum Beispiel was erneuert in der dritten Person, also wenn man sagt im Deutschen zum Beispiel, er kommt und sie kommt, das kann man am Personalpronomen unterscheiden, er, sie, es, aber im Sasaki kann man das auch am Verb unterscheiden. O jeno, er kommt, a jena, sie kommt. Und das hat sich durch die Personalpronomen o, er und a für sie entwickelt, dass das Sasaki das einfach das Verb sozusagen umgebaut hat. Also das durch diese historische Lautentwicklung, wie sich das in der Geschichte die Laute entwickelt haben, wenn natürlich die Möglichkeit besteht. In Falle der iranischen Sprachen oder indogermanischen Sprachen haben wir das Glück, dass wir die Möglichkeit haben, dass es verschiedene verwandte Sprachen gibt, die man vergleichen kann. Und das macht man auch bei den semitischen Sprachen, diese Lautentwicklung, oder aber auch bei den Turksprachen, was weiß ich, zwischen Nord und Süd. In Südturksprachen, das ist dann zum Beispiel Yedi und Yer, für also 7 und Ort, mit Yer anlautet, und in anderen Nordturksprachen mit Chedi oder Jedi oder Jer mit so ähnlich. So als Vergleich. Und natürlich auch im Deutschen oder auch wenn man auch Deutsch mit anderen germanischen Sprachen oder Deutsch mit anderen Sprachen, zum Beispiel Pater, Latein ist im Deutschen ein Vater, ist dasselbe Wort, nur hat sich dann so entwickelt. Ne? Weil du jetzt die Herkunft einzelner Wörter so gut kennst, habe ich mal eine Frage an dich. Name. Dass du mal diese Herkunft beschreiben könntest, weil ich fand immer als Kind interessant, dass das im Deutschen und Sasachischen dasselbe Wort ist, Name. Ja. Und ich würde mich immer interessieren, woher dann dieses Wort herkommt. Das ist ein ererbtes indogermanisches Wort. Ne? Das ist Indogermanisch heißt dann Germanisch, das ist Iranische quasi dann eine Zeit lang quasi nebeneinander gelebt hat. Nee, also Indogermanisch ist ja also Iranisch, Indo-Iranisch und Nuristani, das ist so eine Großfamilie. Entschuldigung, eine große Sprachgruppe. Ist sozusagen eine Unterfamilie. Und es gibt diese Sprachgruppen innerhalb der indogermanischen Sprachen. Es sind einige, ne? Also iranische Sprachen, indoarische Sprachen oder Nuristani-Sprachen, die man zusammenfassen kann, germanische Sprachen, wo das Deutsch und Englisch und Schwedisch und so weiter da reingehört. Dann die romanischen Sprachen, die aus dem sozusagen Vulgärlatein sie abgeleitet haben, so von der Theorie, aber also Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Es gibt auch Sprachen, die keine Verwandten haben innerhalb der indogermanischen, also Armenisch, Albanisch und Griechisch. Die haben keine näheren Verwandtsprachen, aber sind auch indogermanisch. Slawisch oder Slawisch-Baltisch. Ne? Baltisch ist Litauisch und Lettisch. Und Slawisch, also von Polnisch bis Bulgarisch, Russisch und so weiter. Und diese haben diese Laute, da geht's ja weiter mit diesem Vergleich. Ne? Man hat dann irgendwann auch Sanskrit mit Latein und Altpersisch und
den anderen Sprachen dann Altgriechisch verglichen und siehe da gibt's ja auch. Und heute haben wir auch das Wort Name für Name in Sasaki. Im Persischen ist das Nam und im kurdischen, nordkurdischen Nav oder zentralkurdischen Nau. Und von der Schreibung her auch oder von der Verlautung her ist dasselbe wie Deutsch Name. Ne? Also im Altiranischen das geht zurück auf Naman. Und so ähnliche Formen gibt's dann in den germanischen oder anderen im Griechischen oder im Lateinischen und so weiter hat es auch so eine ähnliche Lautung, also Onoma oder Nom und so weiter. Okay, das ist interessant. Ich weiß wenigstens Bescheid. Okay, wir haben jetzt viel über Linguistik geredet. Ich glaube, auch einiges gut erklärt. Also das ist auch meiner Mutter aufgefallen, als sie mir die Zahlen beigebracht hat. Ne? Was denn genau? Also Jude, Hide, Zarpons und so weiter. Und dann, als sie dann sagte, Neu des und hat sich mal, guck mal, Neu, Sasaki ist, also unsere Sprache sagt man ja Sonnema, ne? Ist das hört sich, ist so ähnlich wie Deutsch 9, ne? Dass sie dann darauf kam. Ja, das ist schon sehr hinterlich. Ja. Wir haben jetzt vorhin viel über Linguistik geredet, du hast ja auch einiges erklärt. Ich hoffe, dass es auch bei vielen auch so Klarheiten geschafft hat. Eine ganz andere Frage. Können wir dennoch sagen, dass Sasaki sprechende Menschen ein eigenes Volk sind? Oder ist es dennoch nicht ausschlaggebend dafür zu sagen, dass es ein eigenes Volk ist? Also dass man sagt, ey, okay, das sind Kuren, die halt eine andere Sprache sprechen. Also dass nochmal eine nicht-kurdische Sprache sprechen. Weil ich habe mir mal die Definition von einem Volk ausgesucht im Internet. Und da muss ich auch sagen, eine klare Definition gibt es wohl davon nicht. Aber es gibt halt so Versuche, wie man das halt eingrenzen kann. Und die Definition, die ich gerade vor mir liegen habe, ist halt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gab es auch nochmal mehrere Definitionen, aber das ist halt die Definition, die für uns interessant, also relevant ist. Ich zitiere mal. Wer von einem Volk im ethnischen Sinne spricht, meint eine Gruppe von Menschen ähnlicher Abstammung, die sich durch kulturelle, sprachliche oder auch biologische Gemeinsamkeiten auszeichnen. Zum Beispiel also durch ähnliche Sitten und Gebräuche. Gut, Sprache brauchen wir gar nicht zu reden. In zwei verschiedenen Sprachen hast du jetzt vorhin, denke ich mal, eindeutig erklärt. Aber kulturelle und biologische. Okay, mit biologisch kann ich gerade nichts anfangen. Ich denke mal, damit meinen die eher die DNA-Tests. Vermute ich mal jetzt. Aber kommen wir mal zum kulturellen. Ja, ich meine, gut. Ein schwieriges Thema. Also ich meine, bei uns Aleviten kann man nochmal klar trennen. So. Ich meine, wir sind nochmal komplett was anderes. Aber wenn es darum geht, zwischen einem sunnitischen Sasa und einem sunnitischen Kurden, kulturelle Gemeinsamkeiten. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Aber ich weiß nicht, ob das noch welche es gibt, aber für mich, ich nehme es eher wahr, dass es dieselbe Kultur ist, was sie teilen. Dass es da keinen Unterschied gibt. Und dass man halt deswegen dass es auch einige sasarische Familien gibt, die sich auch zum kurdischen Volk zählen dann. Das nennt man so an, aber das ethnische Bewusstsein ist gerade bei sunnitischen Sasas bei der monolingualen Generation, also bei der Ältesten, die nur Sasaki sprechen, gerade da ist das Bewusstsein da, dass sie ein eigenständiges Volk sind und auch nicht mit denen, die Kurmanji sprechen, eine Volkseinheit bilden. Auch wenn die sich kulturell näher stehen, also vom Glauben her, sage ich mal. Weil in bestimmten, also wo auch wo Türken und Kurden benachbart sind. Also alevitische Kurden und alevitische Turkmenen in Malatya oder Sivas. Wie kann man da den Unterschied sehen? Oder die stehen sich ja auch kulturell nah. Ne? Oder auch sunnitische Kurden und sunnitische Türken auch in Malatya. Stehen sie wahrscheinlich auch nicht da, also so sehr weit voneinander. Wo ist dann die Grenze? Es ist wirklich schwer, überhaupt eine Regel zu finden. Also vorab, also ich bin kein Ethnologe, ich bin auch kein Soziologe, ich bin da auch kein Experte. Da sollte man wirklich sich die Experten dazu Rate ziehen. Ne? Was ich zur Sprache, hast du ja schon gesagt, es ist so, es gibt auch keinen wirklich linguistischen Beweis, dass das Sasaki nicht mal eine kurdischsprachige Eigenheit oder Eigenschaft hat, sondern dass da gibt's auch, was ich eben gesagt habe, mit diesem Dialektkontinuum, gibt's zwischen Sasaki und Kurmanji nicht. Es gibt
bestimmte Gemeinsamkeiten, was die haben, weil sie sich auch gegenseitig beeinflusst haben, in Kontakt standen. Aber da gibt es zum Beispiel keine Mundart, keinen Dialekt im Sasaki und Kurmanji, wo das immer näher wird, sondern auch also da zum Beispiel in Lija oder Mazgert oder Pertek, wo die Sprachen auch nebeneinander existieren, oder Varto, gibt es Lehnwörter natürlich, ne? Und bestimmte grammatische, würde ich sagen, Gemeinsamkeiten nicht unbedingt sehr spärlich, aber die Grenze ist da schon klar. Ne? Das wie gesagt, das, was ich jetzt über die Ethnie, den Begriff Ethnie sage, ist nicht einschlägig, nicht bindend. Aber ich schreibe gerade noch an einem Artikel über die ethischen und emischen Bezeichnungen, Selbstbezeichnungen und Fremdzuweisungen oder Fremdbezeichnungen des Sasaki, weil das ist auch so ein ein Durcheinander, was die Namen anbelangt. Aber letztendlich unterscheidet sich das nicht unbedingt von der Perzeption, von der Auffassung, mit wem sind wir ein Volk oder nicht. Es ist nur anders definiert. Also du hast da von der Bundeszentrale für politische Bildung zitiert. Ich weiß nicht, wie viele Ethnologen da am Werk waren, aber es gibt wirklich, also bei der Sprache ist es ja so, man schaut sich dann nur die Sprachstruktur an. Ne? Heute können sich zum Beispiel, ist es vielleicht gefährlich oder war eine Zeit lang gefährlich, wenn man sagt, Serbisch, Bosnisch und Kroatisch sind doch dieselbe Sprache. Ist es aber so, auch wenn einem das Leben kosten kann. Ne? Mal ganz salopp gesagt. Es ist, das wissen die auch selbst, weil man kann sich damit ganz gut verständigen. Ne? Es ist jetzt politisch nur, das sind 3 verschiedene Sprachen. Aber man schaut dann nicht, wie die Leute sich fühlen oder nicht. Man kann nur sagen, die Sprache, also von der Grammatik, von der Struktur, von Lautbestand und so weiter, von Wortschatz, ähnelt oder ist gleich oder nicht. Ne? Und da tut ja niemandem etwas weh. Ja, also auch wenn man sagt, Kroatisch und Serbisch sind eigentlich dieselben Sprachen, nur die Schrift ist da anders, Kyrillisch oder Latein. Und da unterscheidet sich, gibt es natürlich bestimmte Wörter für Brot zum Beispiel oder andere Ausdrücke, aber das ist ein und dieselbe Sprache. Das ist da, wo wir als Sprachwissenschaftler, also wie wir da das bewerten, das schauen. Das sollte auch niemanden, also jetzt auch was Sasaki und Kurdisch oder Türkisch anbelangt, das nicht emotional treffen. Wenn Sasaki eine eigenständige Sprache ist, dann ist das so, als eine iranische Sprache. Aber was die Auffassung als Volk, als Ethnie anbelangt, ja, die Leute selbst, die Ethnien, in Europa kann man auch kaum mehr von Ethnien sprechen, sondern mehr von Nationen. Ne? Das ist ja auch wieder ein politischer Prozess. Aber wir sind ja als, ich sag mal, iranische Völker stecken wir noch in den Prozess Ethnien. Da gibt es auch keine, weil ich ja auch den Artikel über die Identitäten und die verschiedenen Endonyme, Exonyme, Volksbezeichnungen, Sprachbezeichnungen mich befasst habe. Da gibt es wirklich keine auch Gesetz, wo man sagen kann, halt das gilt, wo man die Ethnie definieren kann. Der Komplexität erwähnt sich auch Peter Alfred Andrews, also er nimmt die Schwierigkeit dabei wahr. Peter Alfred Andrews hat also the Ethnic Groups in the Republic of Turkey. Es gibt auch eine türkische Übersetzung, Türkiye der Ethnik Gruplar, 1989 in Deutschland erschienen. Und da unterteilt ja die anatolischen, thrakischen Völker 47 ethnische Gruppen. Diese sind unterteilt auch in
glauben. Ne? Also alevitische Sasas und sunnitische Sasas sind ethnische Gruppen, die verwandt sind, aber trotzdem unterschiedlich sind von den kurdischen. Und die kurdischen unterteilt er in sunnitische, alevitische und Jesidi. Ne? Und im Vorwort geht er auch, also er ist ja Ethnologe und auch die Ethnologen, die über Sasas geschrieben haben, sind nur 2. Da ist also sehr wenig darüber wurde wirklich sehr wenig tiefgehend geforscht. Es gibt Doktorarbeiten, auch wertvolle, also auch von Kazım Aktaş oder Karaman Gündüz Kanat oder Hülya Taşçı oder auch Rasim Bozgua auf Türkisch, die wirklich sich mit der Theorie auseinandersetzen. Was sind Ethnien? Wer hat welcher Fachmann, welcher Ethnologe hat wie versucht, das zu definieren. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und Definitionen. Und dann das auf die Sasas, insbesondere auch auf die Dersimler dann übertragen. Aber 2 davon sind wirklich Ethnologen. Christina Kilbotrogi, sie hat ja einen Artikel darüber, wir sind ein Volk, ne, über die Sasas, und auch Peter Alford Andrews, der über die verschiedenen ethnischen Gruppen in seinem Buch, also es ist schon ein dickes Buch, geschrieben hat. Und da geht er auch auf die Schwierigkeiten ein. Also nicht nur jetzt auf die Sasas bezogen, sondern unter, was ist Tscherkesse? Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, für viele aus der Türkei oder im türkischen Sprachgebrauch, wenn man Türkisch spricht, ist es östlich von Sivas ist Kurdisch, oder alles, was im Schwarzen Meer, am Schwarzen Meer wohnt, ist Laz, ist natürlich auch. Vieles verallgemeinert. Das ist falsch, ja, weil die Lasen als ein kaukasisches Volk verwandt mit dem Georgischen leben nur in Artvin und Rize. Aber auch für, wenn man viele Dersimler fragt, ne, kenne ich ja selbst, sagt man einfach aus dem Schwarzmeergebiet Laz. Ne, wobei das eigentlich auch nicht stimmt. Genauso wie wenn Türken uns als Kurden auffassen, weil für uns wahrscheinlich oder für die meisten dann die Schwarzmeerkultur ein und dasselbe ist, wobei die meisten am Schwarzen Meer auch islamisierte Griechen sind oder auch Chepni-Türken, oder es gibt auch Hamschin-Armenier, das sind islamisierte Armenier, die sich Hamschin nennen, die aber schon sich kulturell nahestehen. Oder Tscherkes. Ne? Das eigentlich Tscherkessische ist ja Kabarte und Adige. Ubuch ist ja ausgestorben, da gibt es noch Schapse. Aber unter Tscherkesse wird im Türkischen auch verstanden Kumuk, Balkar Karacay. Diese sind aber Turksprachen, Kipchak-Sprachen, die eine Turksprache sprechen, aber aus dem Kaukasus kommen. Oder Ossetisch ist eine ostiranische Sprache, also auch mit dem Sasaki verwandt. Die Osseten in der Türkei werden auch als Tscherkesse bezeichnet, also auch nicht kaukasische Völker. Also eigentlich volles Durcheinander. Genau, ja, aber die ich sag mal, gemeinsame Kultur, die haben sogar teilweise eine gemeinsame Ethnogenese oder eine gemeinsame Legende, Narten-Legende wird es auch genannt. Das gibt es unter verschiedenen kaukasischen Völkern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Peter Alford Andrews geht darauf ein und dass man das nicht so eindeutig definieren kann, auch die Sprache nicht. Aber er erwähnt auch, Sprache ist zwar nicht bei jedem, ist nicht unbedingt das Kriterium, aber sehr wichtig. Es bildet da schon ein wichtiges Kriterium. Daher auch, wenn man dann jetzt, sage ich mal, versucht, Nationen oder ethnische Gruppen zu definieren, dass man zuerst auch auf die Sprache eingeht. Und deswegen ist es ja so, für die kurdischen, ich sag mal, Patrioten oder aus der kurdisch-patriotischen oder nationalistischen Ansicht muss das Sasaki ein kurdischer Dialekt sein. Sonst kann man das ja nicht als unter kurdisch und dementsprechend auch die Sasas nicht als kurdisch unterordnen. Das geht ja dann, ein Argument geht ja da verloren. Und das kann man auch eigentlich jetzt übertragen oder diese Ähnlichkeit oder diese Verwechslung auch im Iran. Viele, auch die Sprachen, die ich eben genannt habe,
viele auch selbst nehmen ihre Sprache als einen persischen Dialekt wahr, nehmen das wahr, weil sie denken, zum Beispiel, sei es Masendarani, Simnani oder so, weil das sehr ähnlich klingt und auch die Kultur ziemlich gleich ist. Das ist vielleicht ein persischer Dialekt und sie haben dieses ethnische Bewusstsein eigentlich nicht. Ja? Und da kann man auch genauso argumentieren, ja, wenn die kurdischen Sprachen, also Kurmanji, Sorani und Kelhuri, besonders das Kelhuri, weil Kelhuri sprechen die schiitischen Kurden, vom Persischen noch mehr in Kontakt steht und beeinflusst ist, kann man dann auch argumentieren, ja, ihr sprecht ja auch einen persischen Dialekt. Wobei, es gibt natürlich auch diese Vereinnahmung. Stimmt natürlich auch nicht. Persisch, also das Kurdische ist nicht ein Dialekt des Persischen, ist nur damit verwandt. Und da ist es ja auch, da kommen immer wieder Fragen, finden immer wieder heiße, divergierende Diskussionen statt und dass man sich dessen lieber nicht annimmt, das Thema, sind Sasas Kurden, zum Beispiel, ich sag mal ganz salopp, sind Sasas Kurden oder nicht. Letztendlich müssen die Menschen das selbst entscheiden, ich sag mal so. Das geht auch, das ist auch, so sieht das auch der Soziologie oder der Vater der Soziologie, Max Weber, der dann sagt, wenn die Leute sich selbst so definieren, dann ist es so. Nun haben wir bei der Sasa sprechenden Leuten, ne, egal ob sie sich jetzt Dimli, Kermansch, Sharima, Eloui, Sasa und so weiter nennen oder Kürt nennen, haben wir auch Generationskonflikte oder auch Identitätskrisen. Ja, Diese kann man schon sagen. Ja, aber das gibt's ja bei den alten Leuten, besonders bei den Monolingualen nicht. Ne? Jeder hatte da so eine Eigenbezeichnung, ne? Die sich dann so auch definiert haben. Aber ich muss sagen, also da sagst du auch, dass quasi die alten Generationen sich ihrer Identität schon bewusst waren. Ja. Und dass diese Konflikte eher bei den Jüngeren auftreten. Ja. Weil ich habe vorhin auch kurz angemerkt, dass es ja auch einige Sasas gibt, die sich als Kurden sehen oder sich auch als Kurden fühlen. Historisch gab es ja auch die ersten Abgeordneten im türkischen Parlament. Da habe ich mir auch mal ein paar Parlamentsreden durchgelesen, wie Hasan Hayri Kango. Oder da gab es einen anderen, ich habe den Namen vergessen, da war er auch Richter und Staatsanwalt gewesen, dass die auch in der kurdischen Bewegung aktiv waren, auch von sich als Kurden gesprochen haben. Auch Ali Efendi zum Beispiel, der auch von sich als Kurde gesprochen hat und auch in der kurdischen Bewegung aktiv war. Also historisch gab es ja auch schon diese kurdische Idee innerhalb unserer Gemeinschaft. Ja, in welcher Sprache? Auf Sasa. Nein. Oder auf Kurdisch? Nein, auf Türkisch. Türkisch? Genau. Okay. Auch Hasan Hayri und auch die anderen, die in der Politik tätig waren, wurden in der türkischen Sprache als Kürt bezeichnet. Das haben sie in der Muttersprache nicht, das haben sie von ihren Eltern so nicht gelernt. Na, das ist auch der Unterschied. Deswegen auch da gibt's auch Argumente, auch. Aber warum gibt es dann dieses Ding, was du gerade genannt hast? Ich meine, ich kenne es auch von meinem Opa dann, dass er auf Türkisch dann auch, dass wir Kurden sind, also in türkischer Sprache. Genau. Und eigentlich Sprache, dass wir Comanche sind. Ja, aber auch, das habe ich auch. Und das ist ja auch deutlich dann von den Kurden sich auch zwar abtrennen, aber wenn wir auf Türkisch reden, dass wir Kurden sind. So. So gesehen. Also Türkisch war ja die erste Fremdsprache, die sie erlernt haben. Also auch im Gebiet, also Erzincan, wo es auch generell wenn es Sunniten gibt, sind es auch, ich sag mal, Türken. Egal jetzt, ob sie wirklich jetzt aus dem, woher sie stammen, ob sie auch mal früher Griechisch gesprochen haben, islamisiert wurden oder nicht, oder auch ethnische Turkmenen sind, aber heute, dass sie, die aus Dersim und Erzincan mit dem Türkischen in Kontakt kamen und sagen, sie hören den Türken dann irgendwie, dass sie den als Kürt ansprechen. Genauso, wenn wir hier in Deutschland, weiß ich, wie es zu deiner Zeit war, als du dich dann irgendwie vorgestellt hast oder ohne, dass du dich überhaupt vorgestellt hast, ja? Murat Volkan Kaya, dann automatisch, wie hieß es dann für den Deutschen, was bist du? Der Türke. Genau, der Türke. Ja. Und in den 70ern, 80ern gab es das auch, Bewusstseinismus, dass man einfach gesagt hat, ja, Türke.
Man hat sogar in Deutschland, wenn man als, ich sag mal, türkischer Staatsbürger oder als Türke für die Deutschen auch diskriminiert wurde, hat man da auch so ein Solidaritätsgefühl oder nichts, ohne das selbst zu hinterfragen. Ja, hast du was dagegen? Ich bin Türke. Und so ähnlich wird es wohl auch im Dings gewesen sein, im Türkischen, dass er als Kürt angesprochen wurde und dass sich dessen annahm. Und man hat früher dann auch, das kenne ich auch von meinem Vater, wenn die Türken gefragt haben, Kürt müsünüz, weil Türk hat dann für die sich angehört wie Sünni. Weil im Erzincan und Dersim, wenn man Türk sagt, auf Sasaki, dann ist es der Sunniite. Ne? Es ist nicht der ethnische Türke oder Turkmene, sondern allgemein Sunnite. Auch die sunnitischen Sasas, auch die sunnitischen Kurden sind für sie Türk religiös anbelangt. Es gibt natürlich die Bezeichnung für sunnitische Kurden Gur und auch für die Sasas aus Bingöl Sasa. Aber letztendlich wird da nicht so unterschieden. Aber wenn zum Beispiel der Sasa auch in Diyarbakır zum Beispiel, wenn ein Sasa aus Çermik oder Lice zu den kurdischen Nachbarn geht, dann ist er für die ein Dimli oder Sasa. Ne? Oder wenn ein Sasa nach Mardin geht oder so, dann ist er für die, wenn er mit den Kurmanji spricht, dann ist er für die ein Sasa. Ne? Oder Dimli. Also die werden nicht mit, der Kurmanj nennt sich, also die Kurmanjen nennen sich dort Kurmanj. Also auch unter den Kurden gibt es auch nochmal verschiedene Selbstbezeichnungen in jedem Region. Also ja, also gibt's auch. Fremdbezeichnung. Ja, Fremdbezeichnung. Also die meisten Kurmanjen nennen sich heutzutage Kurmanj. Wobei Kurmanj, das sind auch, das ist auch wieder ein anderes Thema. Das hat ja ursprünglich Landarbeiter oder Landloser bedeutet. Auch im Sasaki, auch im Kurmanji. Oder einer, der nicht zur geistlichen Klasse, also kein Sheikh war oder auch kein Pir. Ne? Auch bis zu einer bestimmten Generation haben sie auch die Kureşan in Dersim auch nicht Kirmans genannt, sondern nur die Laien, die religiösen Laien. Ne? Und aber was ich sagen wollte, im Kurdischen ist es wieder anders, wenn ein Sasa Kurdisch lernt oder spricht, dann ist er in Diyarbakır oder in Urfa oder so der Sasa. Ja. Ne? Oder wenn die alevitischen Sasa in Varto oder Khinnis, die älteren Leute, die haben ja auch Kurmanji, weil das dort das Lingua Franca, also die Verkehrssprache ist, gelernt, und dann ist er für die der Qızılbaş, ne? Der dann Çareki oder Loli spricht. Das ist dann die Sprachbezeichnung dort im Kurmanji für das Sasaki. Das ist ja. Und im Türkischen auch das ist erstmal alles viel, so das war auch gut zu wissen. Dann, ja, und dass ich auch was Neues gelernt deswegen habe. ist es auch Dings. Also in Deutschland, wir haben ja auch Sasa-Politiker, sage ich mal, oder auch aus Dersim, Erzincan oder Gümüşhane oder so, die zu Hause Sasaki sprechen, aber die in der Politik tätig sind, und das sind auch für die deutsche Mehrheit dann die türkische Politikerin oder der Türke, die Türkin. Ne? Und so war es dann auch in der Dings, in der türkischen Politik. Ne, es hat das Bewusstsein, das politische Bewusstsein, Selbstbewusstsein als Sasa, das hat ja dann ab den 80ern so begonnen. Ne? Aber was das Wichtige ist, als die Sasas sich dann politisch zuerst in Europa, also Deutschland und Schweden, angefangen haben, als ein selbstständiges Volk sich zu behaupten, das Hauptargument war eigentlich, unsere Eltern oder Großeltern waren immer dagegen, dass wir uns entweder als Türken oder Kurden bezeichnet haben, sondern sie haben die Identität Türke oder Kurde nie akzeptiert. Oder auch, ich sag mal, wenn man das auf Sasaki sagt, die Identität als Türk oder Kırdas oder Kurmanj nicht akzeptiert, sondern dass sie immer sich selbst so als eigenständige
aufgefasst haben. Ja, letztendlich, das ist wirklich ein sehr langes Thema und ich will da auch jetzt auch keine Diskussionen auslösen. Aber ich glaube, es ist auch dann jetzt einfach geklärt, dass es jetzt keine bildende Meinung ist, an sich ist. Genau, also ich kann das nur versuchen, so darzustellen, wie ich das bisher verstehe. Es gibt auch viele Kurden und Sazas, die sich als Türken bezeichnen oder sich einen Teil der türkischen Nation sehen, wenn man auch in der Türkei lebt. Ne? Ja. Kann man auch nicht vergessen. Und das sind auch nicht wenige. Besonders auch, wenn es dann immer um die Wahlen geht, ne? Wer wählt die CHP oder AKP oder HDP und so weiter. Ne? Da tauchen auch diese Dings auch. Also, dass man diese Identitäten können, die grenzen sich nicht immer unbedingt voneinander ab, sondern die können auch nebeneinander existieren oder auch alles in einem, dass zum Beispiel ein Zaza sagt, ja, er ist Zaza, er ist auch Kurde, er ist auch Türke und er ist auch Moslem oder der ist Alevi. Oder dass er dann jedes Einzelne dann auseinanderhält. Aber letztendlich, wie ist das authentisch? Also wir haben ja gesagt, es gibt da Identitätskrisen und Generationskonflikte, aber wir sind nicht die Ersten, auch in den Nationalbewegungen, auch als die deutsche Nationalbewegung oder das Bewusstsein geschaffen wurde, waren da auch Ungarn oder andere dabei tätig. Also sie haben, oder auch die türkische Nationsbildung, das Bewusstsein, da haben sehr viele Nicht-Türken da beigetragen. Also das heißt, sie haben nicht in einer Sprache oder für die Sprache, die sie zu Hause sprechen, da ihre Politik geführt, sondern die neue Nation. Und das das hat ja so eine Attraktion. Und was ich aber sagen kann, wie ist das jetzt der Stand, wie es vor ein paar hundert Jahren gewesen ist, können wir nicht wissen. Wahrscheinlich, dass da auch Stämme sich sogar gegenseitig, obwohl sie dieselbe Sprache gesprochen haben, nicht als einheitliches Volk oder Ethnie gesehen haben, sondern sich sehr verschieden aufgefasst und auch es keine Heirat untereinander gab. Aber jetzt mal so ausgesehen, auch von der ganz ältesten Generation ausgehend, kann man sagen, die alevitischen Zaza, die Zazas, die also alevitisch sind oder die Sasaki sprechen, ist es so, dass sie mehr sich konfessionell abgrenzen. Da gibt es dieses ethnische Bewusstsein weniger. Ja, in Dersim hat man auch oder auch in Vartochines zwar das Bewusstsein, dass man eine eigene Sprache spricht, aber dass man trotzdem alle, die alevitisch sind, sagt Mara von uns. Egal ob die Aleviten jetzt Kurmanji sprechen oder Türkisch sprechen. Oder auch wenn man aus Hatay dann einen Aleviten bringt, der Arabisch spricht, das ist ja dann für die dann Mara. Wobei früher hat es die Kontakte ja nicht gegeben. Sie haben zwar nebeneinander existiert, aber mit der Ausnahme von Sivas, also Karabel, das ist auch, wo die Sazas dort leben, das ist ein bergiges Gebiet, also ganz am höchsten sind die da beheimatet und die haben das Bewusstsein, dass sie in ihrer Muttersprache sich nennen Masasaime. Ich war ja auch kurz mal da. Und die alevitisch-kurdischen Nachbarn nennen sie Kırdas oder Kırdashi und auch die turkmenischen dann Türk oder Turkmen. Wobei dann natürlich die religiöse oder traditionelle oder religiöse Verknüpfung da ist. Also es wurde untereinander geheiratet, also die Aleviten untereinander, wo man dann auch sagt, sich dann als eine Einheit sieht, Mara. Bei den Sunniten ist es wieder ein bisschen anders, also bei den von den sunnitischen Sazas ausgehend, da haben auch die Ältesten wirklich ein ethnisches Bewusstsein, wo die dann sich ethnisch auch von den sunnitischen Kurden und von den Türken abgrenzen.
egal ob sie sich Dimli oder Sazakert oder bezeichnen, sie haben für den Kurmansch eine andere Bezeichnung. Und es wurde sogar auch nicht so untereinander geheiratet. Und soweit ich weiß, also mein Kollege Yashar Aratürk, der war an 70 verschiedenen Orten, wo Sazaki gesprochen wird, und hatte auch besonders im Durchschnitt 78, so Altersdurchschnitt, also man stelle sich vor 70 und höher, mit Menschen, die möglichst kein Türkisch gesprochen haben, gefragt. Und es ist bei sunnitischen Sazas eigentlich dann so, dass sie dann sagen, wenn man zum Beispiel einen aus Bingöl oder Elazığ fragt, ja, Dersimler, ja, es sind auch Sazas, aber Aleviten. Wir haben ja gesagt, da ist eine religiöse Trennung zwischen den Sasa-Sprachigen. Das Besondere dabei ist, also da bin ich über Kemal Karaman drauf gekommen. Also ihm habe ich das zu verdanken, dass er gesagt hat, also Aleviten sprechen ja verschiedene Sprachen. Also wenn man die Aleviten als Glaubensgruppe auffasst, es gibt welche Sprachen sprechen Aleviten? Türkisch, Kurmanji, Sazaki, dann auch, es gibt Sinti Roma, die alevitisch sind und verschiedene Sprachen sprechen. Vielleicht auch Romanes oder auch je nachdem Kurmanji oder Sazaki, je nachdem, wo sie beheimatet sind. Es gibt Armenischstämmige, die zwar ihre Identität als Armenier haben, aber alevitisch sind. Und es gibt, wenn man die Bektaschis dazu zählt, auch albanische Bektaschis. Nur in all diesen Sprachen, die ich aufgezählt habe, als Beispiel, also die türkischsprachigen Aleviten sind in der türkischen Sprachgemeinschaft eine Minderheit. Also turkmenische Aleviten, sage ich mal. Kurdische Aleviten oder Kurmansch-Aleviten sind in der eigenen Sprachgemeinschaft eine Minderheit. Weil die meisten Kurden oder Kurmandschi sprechenden schafitische Sunniten sind. Auch das Volk der Jesidi, sage ich mal, weil viele sich so aufpassen, egal wer sich jetzt zu Kurdentum zählt oder nicht, gibt's ja beide Ansichten. Aber Fakt ist, dass sie auch Kurmandschi sprechen. Es gibt auch arabischsprachige Jesiden aus im Irak. Aber jetzt von den Jesiden ausgehend, die wir kennen, die sind auch eine Minderheit. Was ist mit dem Sazaki? Die Aleviten, die Sazaki sprechen, bilden in der Sprachgemeinschaft keine Minderheit. Sondern es wird immer davon ausgegangen, ja, die Hälfte, 50%, 50, ja. Genau, 50-50. Ne? Also sie stellen keine Minderheit dar in der eigenen Sprachgemeinschaft. Und das hat da wahrscheinlich man geht davon aus, ist wie gesagt noch nicht genug erforscht, aber jetzt ausgehend von der eigenen Erzählung, dass sunnitische und alevitische Sazas mal ein Volk waren. Vielleicht, man weiß nicht, wie sie sich früher genannt haben. Man kann von Dimli ausgehen, weil die in die hanefitischen Sasa, die meisten nennen sich Dimli, und die Generation in Dersim über 80 oder 90 kennt den Begriff auch. Also entweder eher für die Sprachbezeichnung, aber auch als Eigenbezeichnung wird das akzeptiert. Also auch ich habe da auch zwei Aufnahmen, oder auch ein Freund von mir hat das auch von der eigenen Mutter, 100-Jährigen, gehört, auch, dass sie dann Mademlime sagte. Das besonders nach dem Chalderan-Krieg, wo wo Sultan Selim auch Massaker an der alevitischen Bevölkerung verübt hat, da auch der Bruch oder diese Trennung begann zwischen den Sazas. Also wahrscheinlich, dass ein Teil, dass da dann weiter geflüchtet ist, entweder vielleicht, wenn man davon ausgeht, aus dem Südsasa-Gebiet nach Nord-Sasa, dann Richtung Dersim, dann ihre Religion, ihren Glauben behalten haben und die anderen dann konvertierten, je nachdem, wenn es in der kurdischen Mehrheit war oder von der kurdischen, weil
die kurdischen Aras und auch Scheichs waren ja die besten Kollaborateure der Osmanen. Und also daher die Trennung dann auch die zwischen Schafi und Hanafi, je nachdem, wer die Herrschaft hatte, unter denen auch konvertiert sind. Und bei den Sasas, jetzt beiden religiösen Gruppen gibt's, also bei den Aleviten und bei den Moslems, gibt's die Auffassung, dass die anderen, also dass man früher eine gemeinsame Religion hatte, wahrscheinlich Aleviten, die Sasaki-Sprecher. Und man nennt sich gegenseitig Deza oder Dereza. Ne? Also das heißt eigentlich Cousin oder auf Türkisch Amcaoğlu, weil Ded ist der Onkel, aber das heißt auch Sippenverwandter. Und das sagt der Sasa, alevitische Sasa aus Varto oder aus Dersim, die ganz Älteren, oder auch Wereza, ne? Das ist der Sohn der Schwester, also auch der Neffe. Der sagt es für die sunnitischen Sasa, aber nicht für die sunnitischen Kurden oder Türken. Und auch der sunnitische Sasa sagt es für den alevitischen Sasa und nicht für den über den Kurden oder Türken, mit dem er benachbart ist. Das ist noch so als Relikt, sage ich mal, da, ne? Dieses Bewusstsein, aber später halt durch diesen ganzen politischen Auftrieb, Umtrieb oder auch in der Tagesordnung kamen ja die Sasas selbst nie, hatten ja selbst nie bisher eine politische Führung. Das ist ja eine neue Begebenheit, ne? So dass auch so weit gekommen ist, dass in der Türkei jetzt auch diese Partei Desapar, Deza, heißt eigentlich, wie gesagt, Amcaoğlu, aber damit wollte man das mit Sasaki assoziieren, aber Demokratik Zaman Partisi, dass diese Partei auch wirklich die erste Partei ist, die sich auch für die Identität hauptsächlich der Sasas, aber auch für die anderen Minderheiten und Ethnien sich einsetzt. Also dass die Eigenständigkeit eines Volkes namens Sasa zu Wort gebracht wird und auch politisch dann versucht, das in den, sag ich mal, in den politischen Alltag, in die politische Tagesordnung unterzubringen. Das Coole ist, dass wir gerade auf das politisch jetzt kommen, weil die nächste Frage, die ich jetzt hier habe, ist, also wie hat sich das politisch auf die Sprachentwicklung ausgewirkt? Negativ. Zum Beispiel? Ja, wir wissen ja, also 2008 hat ja die UNESCO einen Bericht veröffentlicht, wo das Sasaki als eines der 15 bedrohten Sprachen aufgezählt wird. Ne? Also es sind eigentlich 18 Sprachen, nur 3 davon sind schon ausgestorben. Dazu gehört das Ubykh, das auch eine tscherkessische Sprache ist, aber Sasaki eine der Sprachen, also es wird im Englischen als vulnerable, also als gefährdet eingestuft. Und das ist ja auch eine Auswirkung der Politik. Also weil, wie kann es dann sein, wenn es etwa 6 Millionen Sasa-Sprecher gibt und noch mehr auch dann die ihre Sprache nicht mehr können? Es ist ja keine kleine Zahl, aber dass diese Sprache gefährdet ist. Ja, die Antwort ist, wenn eine Sprache an die nächste Generation nicht weitergegeben wird, ist sie gefährdet. Und das macht es ja aus, dass die Sprache nicht mehr so weitergegeben wird. Also in der alevitischen Sasa-Bevölkerung ist es leider der Fall, dass die Sprache so gut wie nicht, also sehr wenig an die nächste Generation weitergegeben wird. Bei den Sunniten ist es noch der Fall, dass die Kinder das lernen, also auch im Dorf, also die Kinder bei den Aleviten in Khinnes, Tekman, Varto, da lernen die es wahrscheinlich noch, aber in Dersim nur in Ausnahmefällen, was ich so kenne. Aber bei den Sunniten, die sind da, also jetzt, wenn die im Dorf, die Kinder im Dorf aufwachsen, die lernen das noch, aber da
ist auch ein Rückgang bemerkbar. Ne, und das hat, wie kam es dazu? Es kam ja, es gab ja den Sprachverbot, also die werden ja nicht explizit so richtig genannt, aber es geht da bei einer Gesetzgebung auch um verbotene Sprachen. Was da gemeint ist, ist nicht so explizit ausgedrückt. Aber anerkannt waren ja als Minderheitssprachen nur oder als Minderheit die Völker, die nicht Moslems, also die Gaide Muslim, also christliche und jüdische Minderheiten. Ne? Die Juden Anatoliens sprechen Spanisch, also Ladino. Die sind ja aus dem 15. Jahrhundert ins heutige Griechenland und in die heutige Türkei, also damals Osmanisches Reich, ausgewandert oder geflohen. Und dann Armenier und Griechen. In Istanbul gibt's armenische und griechische Schulen, wenn auch wenig. Und das war's. Also Assyrer oder Aramäer waren nicht unbedingt, es waren als Glaubensgemeinschaft zwar anerkannt, aber sie hatten da nicht irgendwie den offiziellen Status, zum Beispiel in Mardin, dass sie da eine eigene Schule hätten. Vielleicht in der Kirche haben sie die Sprache dann, wenn dann, lernen können oder die Schriftsprache. Und die anderen Sprachen, wozu die zu den islamischen Völkern gerechnet wurden, ne, auch die Aleviten, das ist ja auch wieder so ein Gesprächsstoff oder Diskussionsstoff. Da will ich aber nicht drauf eingehen. Ist auch nicht meine Sache, sage ich mal, oder meine Spezialität oder meine Dings, ob Aleviten sich als Moslem begreifen oder nicht, oder ob das unabhängig davon, wie sie das praktizieren. Aber es wird obwohl sie in der osmanischen Zeit massakriert wurden, in den meisten Stellen unter den Moslems gezählt, und deswegen auch waren die Sprachen der islamischen Gruppen sozusagen verboten. Da gab es auch Aktionen wie Vatandaş Türkçe konuş, also Bürger spricht Türkisch. Ne? Und nicht nur jetzt in den kurdischen und Sasa-Gebieten, sondern auch zum Beispiel, da gab es auch Zeitungsausschnitte, dass auch zum Beispiel in Bursa und Izmit und so weiter, wo auch verschiedene Sprachen gesprochen wurden, Tschechisch, Abchasisch, Georgisch, Bosnisch, Albanisch und so weiter, wo dann in der Zeitung berichtet wird, die haben sich freiwillig dazu entschieden, dann Türkisch zu reden und in der Öffentlichkeit von ihrer Sprache keinen Gebrauch zu machen. Ja? Und in der Schule, das war ja auch eigentlich das Maßgebende, wurden die Kinder, wenn sie Lazisch, Sasaki, Kurmanji, Arabisch und so weiter sprachen, weil es sind ja größere Sprachgruppen, traumatisiert, sie waren der Gewalt ausgesetzt. Ja? In Deutschland ist es auch nicht so lange her, dass zum Beispiel auch, ich habe eine gute Freundin damals älteren Jahrgangs, dass sie in Duisburg, weil sie ihren Ruhrpott in Ruhrdialekt gesprochen hat, in der Schule auch Schläge bekommen hat, weil sie Hochdeutsch zu sprechen hat. Das ist hier also auch nicht so lange her. Oder in Frankreich die Sprachpolitik. Ne? Es ist auch, dass die Bretonen und Basken und so weiter oder auch die anderen Occitanen und so weiter ihre Sprache kaum noch können, oder auch die Deutschen oder die Elsässer. Ne? Das ist alles jetzt also auch Parallelität. Das ist noch eine faschistische, unterdrückende, verleugnende Sprachpolitik gewesen, die das wirklich auch stark beeinflusst hat, besonders in den Schulen. Wenn also jetzt in Dersim auch, besonders in Dersim, in den alevitischen Gebieten besonders, also auch von Sivas bis Varto, Malatya und so weiter, besonders die Aleviten auch sich stärker davon betroffen und traumatisiert waren, weil sie ja doppelt, weil sie keine Sunniten waren und keine Türken waren sozusagen, haben das erfahren, und das hat sie stärker beeinflusst als die sunnitische Sprachgemeinschaft, je nach dem Kurdisch, Sasaki und so weiter.
Und das hat dann später, obwohl es gelockert wurde, seit der Zeit von Turgut Özal, wo auch Kassetten und Bücher herausgebracht werden durften auf Kurdisch und Sasaki und auch später dann die anderen Sprachen, Lasisch, Georgisch und so weiter. Dann aber eine Autoassimilation begann. Also Eltern hatten dieses Trauma schon erlebt. Sie haben ihre Schläge bekommen vom Lehrer, weil sie kein Türkisch sprechen konnten und weil sie ihre Muttersprache sprachen. Das habe ich auch sehr häufig gehört. Ja, und dass sie dann sagen, das, was wir erlebt haben, sollen unsere Kinder nicht erleben. Also, und wozu brauchen sie die Sprache? Sie können doch damit ihr eigenes Brot nicht verdienen. Das wurde also mehr so aus der wirtschaftlichen Hinsicht dann soziologisch-wirtschaftlich betrachtet, nicht kulturell. Aber zum Glück ist es so, auch ich unterrichte ja auch Sasaki, auch immer noch jetzt seit Corona auch online, dass wir besonders die junge Generation, die auch gebildet ist, die haben ihren Beruf hier, die haben ihr Studium absolviert, gerade das ist erfreulich, dass sie das Bewusstsein haben, aha, wir haben doch eigentlich eine eigene Sprache, warum sollen wir dieses schöne Kulturgut nicht bewahren? Dass sie also anders denken als die Eltern, die ihr Trauma erlebt haben. So, und das ist die Sprachentwicklung. Man kann dann auch, wenn Genozid heißt ja Völkermord, es gibt ja aber auch das Weiße Genozid, das ist ein Völkermord an die Sprache, ein Linguizid, das ist ja auch ein kultureller Mord. Wie sieht es dann aus? Ja, wird die Sprache überleben oder nicht? Das hängt von der Sprachpolitik auch ab. Weil weder der türkische Staat, aber auch die politischen Organisationen, auch die sozialistischen oder anderen, oder auch die politischen Parteien, die motivieren eigentlich die Eltern oder die Menschen nicht dazu, ihre Sprache, ihre Muttersprache den Kindern weiterzugeben. Nur, also die kurdische Bewegung und auch später jetzt auch in die Sasa-Bewegung. Jetzt nämlich in der Türkei ist es ja so weit, hat mit Istanbul angefangen, ein Sasa-Verein gegründet wurde und später dann, also Bingöl, Diyarbakır, Elazığ und so weiter, dass die dann auch das versucht haben, das politisch jetzt dann auch auf der politischen Ebene das weiterzugeben. Aber das sind ja nur Vereine, keine starke politischen Vereinigungen, die wirklich einen richtigen ausüben, einen Einfluss haben auf die Entwicklung der Sprachpolitik oder Entwicklung eines Bewusstseins für die Sprache. Das muss also auch von der Sprachseite, also die Kinder müssten das auch in der Schule, auch beginnend in der Krabbelstube, das auch von ihrer Sprache Gebrauch machen dürfen. Es gibt nur, wenn es genug Anträge gibt, nur privat, also bestimmte Kurse in Schulen, Kurmanji oder Sasaki oder vielleicht auch für die anderen Sprachen ist mir nicht bekannt, ob das jetzt Lasisch unterrichtet wird oder nicht, aber das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Hoffe ich mal, dass es irgendein Erfolg mit sich können wir nur hoffen. Ansonsten, wie gesagt, wenn es eine Autonomie geben sollte, wie zum Beispiel nach dem spanischen Modell, dass die Basken und Katalanen ihre Sprache auch amtlich, dass die Sprache auch amtlich einen amtlichen Status bekommt oder auch wie in der Schweiz durch Kantone oder auch einen eigenen Staat oder auch ein Staat anstelle von Türkei, dass zum Beispiel ohne dass da Blut fließen muss, dass man da zum Beispiel so ähnlich wie in der Tschechoslowakei, wo man sagt, per Volksabstimmung, ja, jetzt wollen wir einen anderen Staat oder jetzt haben wir 2 Staaten, kann man dann sagen, jetzt wollen wir vielleicht, warum sollen die Leute das Recht haben? Ja, betrachten wir den türkischen Staat als ein Konzept, das nicht geglückt ist, sondern gescheitert. Dann wäre es doch besser, ein anderes Staatsmodell, eine demokratische Republik oder irgendeine Republik oder eine Staatsform, die alle Sprachen und Kulturen und Identitäten anerkennt und eben auch
das Recht gibt und auch ihre Zukunft, eine Zukunft garantiert, dass sie als, ich sag mal, in Dersim als Aleviten und auch als Sasaki-Sprecher existieren dürfen. Das ist ein guter Einwand. Das ist ein guter Einwand. Kommen wir mal zu deinen Publikationen. Was hast du bis jetzt so veröffentlicht? Weil ich glaube, die meisten kennen dich eher als Sasaki-Lehrer, Sprachlehrer. Dass du auch ein Lernbuch veröffentlicht hast. Ja. Können wir mal diese paar Sachen durchgehen. Ja, also ich habe ja auch später, als ich die Zeitschrift Ware kennengelernt habe, habe ich da auch später, hatte ich die Ehre, in der Redaktion teilzunehmen. Ich habe auch hier und da auch in anderen Zeitschriften wie Miraz, Ma, auch in der Redaktion oder auch in Piltan und jetzt auch bei Sasa und Sasao Sasaki mitgewirkt oder auch meine bestimmten Artikel, sage ich mal, auf Sasaki oder über Sasaki, also als ich auch ich sag mal, als Laie, ne, über Sasaki etwas geschrieben habe oder, sage ich mal, etwas gesammelt oder so oder etwas übersetzt, eine Geschichte oder ein Artikel, Zeitungsartikel übersetzt habe, ist das auch erschienen in Zeitschriften, wie gesagt, wie Uare Tijasudiri, Sasa Press, Chime, Ma, Miraz, Sasao Sasaki, Piltan und so weiter. Und du bist schon eigentlich ziemlich aktiv. Ja. Seit den 90ern schon. Ja. Und meine eigene Publikation habe ich eigentlich das habe ich dann als Lehrbuch dann rausgebracht, was ich jahrelang so als PDF in PDF-Formaten hatte. Das ist mir aber, das habe ich unseren Projekten in Basel und Weil am Rhein zu verdanken. Ne? Das hat angefangen mit dem Projekt 2012. Sasaki Sprachlehrprojekt. Der Projektleiter ist immer noch Tevfik Şahin, aber auch Hasan Yildiz hatte die Idee, dass das, was ich eigentlich so im Internet oder auch im Sprachunterricht anbiete, das als Buch mal zu veröffentlichen und auch dann durch unseren tollen Grafiker Musa Cimen haben wir das Buch dann das ist dann also unser Buch geworden, das Buch des Projekts herausgebracht, 2012. Und davor hatte ich 2009, das ist zuerst in Deutschland erschienen, die Übersetzung des kleinen Prinzen, Shahzade Kuzkek. Das habe ich dann, ja, das ist also ja ein Weltklassiker. Eben, weil es wirklich in jeder Sprache gibt und es ist auch auf Sasaki gibt, es schon nichts Besonderes. Genau, nicht nur in Sprachen, sondern auch verschiedenen Dialekten sogar. Und das ist 2009 erschienen und später auch 2017 in Dersim Yayınları. Wurde das also für die in Anatolien oder in Istanbul gedruckt. Und dann 2017, das war ein folgendes Projekt, also Tevfik Şahin besonders als Projektleiter hat zu vielen Projekten beigetragen oder hat verwirklicht, besser gesagt, also über die verschiedenen zum Beispiel alten Häuser in Karabel, ohne Karabel Gani, also die alten Häuser, was auch sehr interessant ist, wie es von der Architektur ist. Das sind meistens die ältesten Sasa-Häuser, aber meistens auch von der armenischen Architektur übernommen oder auch von Armenien auch gebaut für sie oder übernommen. Und dann hatten wir auch das Projekt Koçgiriye Karabel Dersim. Das sind also die Gebiete in Sivas und Dersim, wo Sasaki gesprochen wird. Und da wurde das Sprachlehrbuch, das ist die türkische Ausgabe sozusagen, ne? Shma Sasaki Zaneni. Nur das ist in einer Sprachform ein Standard Sasaki, das auch, was ich konzipiere, ist ein Teil meiner Doktorarbeit, aber das, was ich hier in Deutschland unterrichte, das ist im Külümür-Erzincan-Dialekt, weil die meisten, die Sprache leider nicht können, die Generation aus Dersim ist, Dersim und auch Norddersim oder Erzincan, daher auch
und das ist auch mein Dialekt und auch am meisten auch verbreitet. Also das geht so bis nach Rennes und Sivas. Und jetzt auch im Dezember erscheint auch die französische Übersetzung. Also das ist von einem französischen Sprachwissenschaftler, ein Freund von mir, Shams Yilmaz, selbst aus Ovacık, hat ihn dazu angeregt und er hat es aus dem Deutschen ins Französische übersetzt und es kommt auch die französische Ausgabe raus. Und genau, ich habe auch dann einige, habe sie jetzt nicht gezählt, aber Bücher, seien es Romane oder Kurzgeschichten oder Gedichte auf Sasaki von Freunden von mir auch redigiert. Also die Rechtschreibung sozusagen korrigiert oder Korrektur gelesen. Ja. Das ist schon ganz viel veröffentlicht. Also ganz viel, ist schon beteiligt auch an anderen Projekten. Ja, auch, wir haben auch ein Etymologie-Projekt, also über die Etymologie des Sasaki, auch mit Umut Akkoç, obwohl er kein Sprachwissenschaftler ist, aber so klug wie ein Sprachwissenschaftler, hat mir sehr dabei geholfen. Und auch, wir haben auch seit Jahren, auch aus der Zeit mit Jacobsons, ein Wörterbuchprojekt angefangen. Also wir sammeln da, das ist jetzt ab einer bestimmten Zeit macht das unser Institut Sasaki, Verein zur Förderung der Sasa-Sprache. Wir haben vor, auch in einem halben Jahr dieses Großwörterbuchprojekt, also Sasaki-Türkisch, herauszubringen. Also möglichst von allen Sprachgebieten oder wo wir sammeln konnten, das als Wörterbuch rauszubringen. Das ist schon wichtig. Also ich meine, es gibt, glaube ich, wenige, die sowas machen und deswegen finde ich es richtig gut, dass du auch dran bleibst und weiter noch viel publizierst. Ja. Ich glaube, das Buch habe ich auch. Ja. So mal sagen. Genau. Leider ist es im Moment vergriffen. Also die dann Freunde von mir oder Bekannte, die dann Sprachkurse anbieten, denen kann ich das nur als PDF anbieten. Aber wenn ich mal wieder dazu komme, dann auch die dritte Auflage dann gedruckt wird. Und du gibst auch Sprachkurse online? Ja. Okay. Können sich ja Leute bei dem melden, wenn sie... Ja, bei meinem Kurs sind wir schon ziemlich fortgeschritten, aber es gibt auch Freunde von mir, die das auch für Anfänger anbieten. Okay. Das ist schön. Ich habe mal auf Instagram eine Fragerunde gemacht und da gab es schon einige interessante Fragen. Können wir jetzt mal einige durchgehen. Da fragt jemand, ob du eine neue Auflage von einem Lehrbuch rausbringen möchtest und ob das Institut in Frankfurt am Main noch aktiv ist. Ja, das habe ich eben beantwortet. Wenn ich dazu komme, also dann die dritte Auflage würde ich gerne auch veröffentlichen, aber wir sind da momentan mit der ersten Auflage der französischen Version beschäftigt. Und das Institut wir haben zwar keine eigene Stätte, aber wir sind dann aktiv, weil unsere Mitglieder auch, ich sag mal, Darmstadt, in Ludwigshafen oder Köln oder anderen oder auch aus den anderen Ländern auch Mitglieder haben und die können wir nicht irgendwo dann einen Verein haben wir so gesehen als in Bauform nicht, aber der Verein ist noch aktiv, ja. Ich glaube, diese Frage haben wir ja schon beantwortet. Genau, ne, die Stellung des Sasaki innerhalb der Sprachwissenschaft, innerhalb der iranischen Sprachen. Ne? Sasaki ist eine eigenständige Sprache, die mit dem Kurdischen, Persischen, Baluchi und so weiter verwandt ist, wie Deutsch mit Englisch. So mache ich das auch bekannt, ne? Wenn zum Beispiel jemand, der das nicht kennt, auch in der Türkei oder besonders in Deutschland, dass sie dann zumindest wissen, aha, sie haben mal sowas wie Sasaki gehört oder ein Volk, das Sasa heißt und auch Aleviten. Das mache ich dann auch. Ich bin zwar, wie gesagt, kein religiöser Mensch, aber dass sie dann zumindest wissen. Ich bin aus Dersim und das ist ja der einzige Bezirk, wo Aleviten, zu 95% Aleviten sind. Und auch wenn ich dann die Zeit dazu habe oder wenn das Interesse besteht, dann auch die Geschichte der Aleviten oder die Glaubensform dann auch eingeht. Zumindest, dass sie dann zumindest wissen. Ne?
Viele ähnliche Wörter im Spanischen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Nee, also Zusammenhang Sasaki mit Spanisch weniger, also nur die, was wir eben gesagt haben mit den Erbwörtern. Ne? Vielleicht bei den Zahlen oder bestimmte Zahlen, so Nuevo Diez für Neu Des, also 9 und 10, ne? Und so weiter. Oder Madre, Padre, Mae, Pi, Vater, Mutter, Vater. Im Portugiesischen sogar wird es genauso geschrieben wie im Sasaki. Mai wird nur irgendwie ausgesprochen. Mutter, ne? Mai. Aber ansonsten, warum das Sasaki sich so spanisch anhört oder bisschen italienisch oder bisschen portugiesisch. Nicht nur, dass ist es nicht, wir sehen ja auch, also mich schätzt man ja so in Deutschland so als einen mehr so aus Italien, Griechenland oder Spanien oder auch im Mediterran oder auch teilweise auch armenisch oder iranisch, ne, was man so kennt. Also mehr Griechisch ist es, aber natürlich, das ist was anderes. Ne? Wir sind ja auch, ich sag mal, als anatolische Völker sehen wir auch mediterran aus. Aber die Sprache selbst, Sasaki und Spanisch, weil Spanisch auch viele Endungen mit O und A und E hat Sasaki auch. Und das geht ja auch geschlechtlich, also Genus, männlich-weiblich, also maskulin-feminin. Ne? Also wenn wir das Wort Sympathik hätten auf Sasaki, Sympathico, Sympathica würde man für er, sie verwenden und würde so ähnlich, das ist zwar nicht dasselbe, aber so ähnlich wird es dann im Spanischen dann Sympathico, Sympathica oder so auch klingen, aber das ist wie gesagt nur der Klang. Okay. Und natürlich, dass es 2 indogermanische Sprachen sind, aber das ist zu weit. Okay. Wie kann ich als Individuum verhindern, dass die Sprache nicht ausstirbt? Ja, wenn man ein Elternteil ist, die Sprache einfach an die nächste Generation weitergeben. Ich habe keine Kinder, aber genug Schüler, Sprachschüler, die ich versuche dann so auf diese Weise die Sprache weiterzugeben, aber das Individuum, ich als Individuum, ja. Zum einen, wenn jemand ist, der jetzt nicht die Sprache kann. Ja, die Sprache erlernen und auch in der Umgebung. Also ich habe ja auch so angefangen, als ich die Sprache dann aktiv gelernt habe zu sprechen, dass ich meine Eltern zu Hause gebeten habe, bitte Sasaki sprechen. Auch mit mir und möglichst wenig oder gar kein Türkisch. Ja, so kann man dann auch quasi das erzwingen. Genau. Ne? Ich habe dann auch Freunde kennengelernt, die auch mit mir die Sprache dann gesprochen haben, weil die waren 10, 15 Jahre älter als ich, aber sie haben dann mit mir dann immer die Sprache gesprochen. Okay, das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, das haben junge Leute halt eher weniger. Ja, aber man kann zumindest, wenn man Kinder hat, versuchen auch mit den Großeltern den Kontakt immer beizubehalten, dass sie das lernen. Wie kann ich selbstständig so viel Wissen wie möglich über die Sprache sammeln? Also Klammern Bücher. Ja, ich sage auch ausnahmsweise mal, Wikipedia ist jetzt keine einschlägige wissenschaftliche Quelle oder man macht sich selbst schlau in den wissenschaftlichen Quellen. Aber in Wikipedia der Artikel, das ist auch besonders Dr. Kausen, auch Sprachwissenschaftler und Mathematiker, zu verdanken, dass er den schönen Artikel erstellt hat. Und das wurde auch als guter Artikel bewertet. Und da sind auch Quellenangaben. Ne? Oder wir haben die Seite, auch ein Projekt von uns, oder wo ich auch beteiligt bin, sasaki.de. Ne? Da haben wir auch in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch und Türkisch, wobei das Sprachwissenschaftliche ist mehr auf Deutsch und Englisch bezogen. Also in Türkischen gibt's da zwar mittlerweile Artikel und Bücher auf Sasaki, aber die sind jetzt nicht so einschlägig, nicht so richtig ganz wissenschaftlich. Bei allem Respekt natürlich ist es ich bin jedem dankbar, egal jetzt amateurenhaft oder wissenschaftlich, der etwas für die Sprache tut. Ne?
Das auf jeden Fall. Wie ist das verwandtschaftliche Verhältnis? Gib es ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Ja, das haben wir auch erwähnt. Also wie kann man, auch wenn es zum Beispiel einen Europäer oder überhaupt jemanden das zu verdeutlichen, also ich sage dann immer zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, wie ich schon gesagt habe, Sasaki ist mit Kurdisch und Persisch verwandt, wie Deutsch mit Englisch oder Dänisch. Ne? So kann man das dann. Und wird in der Türkei gesprochen, also ich sag ja Anatolien, es ist die drittgrößte Sprache. Also nach Türkisch und Kurdisch ist Sasaki die Sprache, die am meisten gesprochen wird. Ja, Ursprung der Sasas ist es das sind zwei verschiedene Sachen. Also man muss sich da im Klaren sein, denke ich, wenn du und ich oder unsere Eltern Sasaki sprechen und Aleviten sind, heißt das nicht unbedingt, dass sie vor 500 oder 1000 Jahren auch die Sprache gesprochen haben. Aber irgendjemand hat diese Sprache und diese Kultur weitergegeben. Deshalb kann man, nicht jeder soll denken, dass derjenige, der die Sprache spricht oder diejenige auch wirklich von der Sprache abstammt, sage ich mal. Das hat man auch bei den DNA-Untersuchungen ergeben. Man hat ganz andere vielleicht geografische Wurzeln. Mit einem DNA-Test kann man auch keine ethnische Zugehörigkeit nachweisen. Weil es gab immer wieder Völkerwanderungen und Sprachverschiebungen. Sprachverschiebung heißt, es gab da vielleicht eine Gruppe und die haben die eine Sprache gesprochen, Sprache A und dann später Sprache B. Oder so gesehen, heute in der Türkei, die meisten, die Türkisch sprechen, schon seit Jahrhunderten, sind nicht ethnisch unbedingt Türken oder so gesehen, die stammen nicht aus der Region, wo die türkische Sprache herkommt, also aus der Mongolei oder aus der Gegend, aus Ostasien. Sondern irgendjemand hat die Sprache bis nach Anatolien gebracht, bestimmte Stämme. Und die Sprache hat sich auch dann so verbreitet. Ist es auch eine soziopolitische und auch religiöse Angelegenheit, warum sich Türkisch so verbreitet hat. Aber ich sag mal, als Sprachwissenschaftler, der Ursprung des Sasaki geht auf Nordiran zurück. Also wie auch mein Doktorvater und auch Professor auch selbst sagt, wenn man nach der Geschichte des Sasaki forschen will, muss man das in der Umgebung des Parthischen suchen. Nicht im Parthischen selbst, da findet man zwar sehr viele Verwandtschaften, aber das Sasaki hat ja auch die Eigenständigkeit und da muss man das auch suchen und da findet man also das heutige Sprachgebiet, aber auch bis nach Norden Irans. Und dann können wir sagen, dass da der Ursprung liegen könnte. Glaubst du an das Überleben unserer Sprache? Ja, Glauben heißt Glauben. Ich meine, du gibst da Sprachkurse und siehst ja eigentlich die Entwicklung ganz gut. Also Sprachkurse sind eigentlich nur der Anfang und vielleicht auch ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es ist aber immer noch gut, also wenn ich so an die keltischen Völker denke, also auch die in Großbritannien oder auch in Irland, die wenigsten können jetzt Irisch oder Gälisch oder auch in Frankreich. Die haben auch das Bewusstsein irgendwie zwar zum Beispiel, Iren sind Iren und keine Engländer. Die haben das Bewusstsein, aber die meisten sprechen die Sprache nicht mehr. Wir haben aber zum Glück noch das Bewusstsein bei der jüngeren Generation, dass sie sich die meisten nicht ihrer Sprache schämen, sondern auch wenn sie nicht beherrschen oder sprechen, als die eigene Sprache akzeptieren, annehmen. Nur das Überleben der Sprache, aber die Sprache kann nur in ihrer eigenen Heimat überleben. Irgendwann wird in Deutschland auch, werden die Migrantenkinder auch irgendwann die Sprache wahrscheinlich nicht mehr sprechen können. Wenn das auch in Deutschland so weitergeht, wenn auch so viele zum Beispiel aus der Türkei
die Millionen von Sprechern, 2 Millionen oder so, was das sind, die nach 3, 4 Generationen das immer schwächer wird, außer wenn der Kontakt dann immer beibehalten wird oder wenn dann gesagt wird, ja, jetzt gibt es in den verschiedenen Sprachen auch, so gesehen, wenn Sasaki in Deutschland als Minderheitensprache anerkannt wird, deutsche Staatsbürger, die Sasas sind oder Sasa-stämmig oder sich zu dieser Sprache bekennen, wie die Sorben oder denen, die in Deutschland oder die Ostfriesen, die als Minderheit anerkannt sind, das dann auch vielleicht politisch durchsetzen. Aber wichtiger ist ja, das in der Heimat selbst. Und wenn der türkische Staat nicht hart durchgreift, zugunsten der Sasa-Sprache, das heißt, dass es als einen offiziellen Status bekommt. Nicht nur bei der Sasa, auch bei den Kunden genauso. Alle, ne? Wir sprechen ja über Sasaki, ne? Auch über alle über 25 oder 30 einheimischen Sprachen, denen sollte alle Sprachen haben das Recht, auch wenn es nur in einem Dorf gesprochen wird, zu überleben. Gerade das macht uns ja zu Menschen. Genau, die Sprache und das ist ja auch eine Vielfalt. Und auch in Deutschland werden ja Dialekte jetzt mehr geschätzt als früher, ne? Dass es dann als Sprache anerkannt wird. Aber wenn es so weitergeht, kann es sich nur durchsetzen, wenn auch wirklich, wenn es weiterhin keinen offiziellen Status bekommt, wird die Sprachsituation sich verschlimmern. Außer es ist zum Beispiel, wenn ich so vergleichen darf, wie das auch vielleicht nach Jahrhunderten, wie es bei der jüdischen Bevölkerung oder bei der einem war, der Hebräisch dann mit den Kindern gesprochen hat und dann so die Sprache wiederbelebt hat nach 1800 Jahren. Das gibt noch aber ob wir dann so ein Sprachbewusstsein entwickeln werden später oder ob die Generation nach uns das entwickeln wird, das ist dann die Frage. Also ich persönlich finde, dass schon das Interesse bei den jungen Generation da ist. Also von mir etwa 10 Jahre jünger, dass da schon ein großes Interesse besteht. Ich meine, du gibst ja auch den Sprachkurs. Wie kannst du das dann bei dir beobachten im Sprachkurs? Also was dieser so ein Altersunterschied oder das ist alles durchgemischt, von alt bis jung? Ja, es ist mehr die jüngere Generation, die ältere, wenn die zu Hause Deutsch gesprochen haben oder im Dorf aufwachsen konnten, die sprechen die Sprache noch, aber später auch, also ich habe auch zum Beispiel Cousins, wenn die in Izmir oder in Istanbul geboren und groß geworden sind, die haben das nicht mehr gelernt, vielleicht nur noch passiv oder wenn überhaupt, und die Generationen später sowieso nicht. Selbst die im Dorf, bei denen hat es angefangen, also dass die Sprache nicht vollständig beherrscht wird. Aber man muss auch, wie gesagt, als Individuum reicht es auch nicht, dass man das den Kindern beibringt, sondern dass man auch für die Sprachrechte einfordert, sich einsetzt und Sprachrechte einfordert. Ich habe eine Sprache. Wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende keine andere Sprache gesprochen oder das war unsere Muttersprache und wir wollen, dass diese Sprache erhalten bleibt. Das ist unser bestes Recht als Mensch. Das ist ein Menschenrecht. Und niemand hat den Luxus zu hinterfragen, ob eine Sprache unterrichtet werden darf oder nicht. Nein, ohne Wenn und Aber. Es muss unterrichtet werden. Und wenn die Menschen dann die Sprache in ihrem Alltag als Sprache überall wahrnehmen, in der Schule, in der Universität, in den Medien und auch als gesprochene Sprache, dann hat es die Chance zu überleben, sonst nicht. So, das wäre jetzt, glaube ich, auch die letzte Frage. Gibt es Pläne, Sasaki über etablierte Plattformen zu lernen? Wie Stone, Rosetta Stone heißt das, glaube ich, oder? Und Bubble. Ja. Es gibt, ob es Pläne gibt, weiß ich nicht, aber es gibt ein Quizlet. Da hat mein guter Freund und auch mein Mussaib Hesen Ragasa da wirklich gut mitgewirkt. Der ist aus Gimgim, oder? Aus Bartow, ja. Genau, auch Sprachlehrer.
in Quizlet ist da und ich wurde zwar ein paar Mal angesprochen, auch verschiedenen Leuten, aber es hat sich nicht weiterentwickelt oder ist vielleicht noch im Gange, dass man da versucht, das als Software. Also in der heutigen Zeit ist es natürlich wichtig, nicht nur jetzt Bücher in gedruckter Form, sondern auch Apps, vielleicht auch Spiele da zu entwickeln. Da gibt's verschiedene Ideen, aber konkret kann ich sagen, es gibt das in der Quizlet-Plattform die Möglichkeit, die Sprache oder zumindest die Vokabeln zu lernen. Ne? Hier und da gibt es wahrscheinlich auch die Du hast auch so eine Wörterbuch-App noch entwickelt. Ja, eine Wörterbuch-App aus diesem Lehrbuch. Ich war das nicht, das ging über Flex, aber ein Bekannter von mir, Mike, dem danke ich, der hat mir dabei geholfen. Und dann auch, genau, da gibt's die eine oder andere Seite, das ist auch teilweise im sasaki.de verlinkt. Ideen gibt's weiterhin. Man kann ja dann irgendwie Spiele irgendwie auch entwickeln. Es gibt eine Seite digitaldialects.com und da ist auch habe ich auch mitgewirkt, dass da gibt's ja verschiedene Sprachen, die man spielerisch dann erlernen kann. Das ist aber nur so für den Anfang. Okay. Ach, gut. Das war übrigens meine Zeit gewesen. Ja, schön, Grüße. Ja, ich glaube, dann wären wir durch. Hättest du auch gerne letzte Worte, die du sagen möchtest? Herxmara Razibu, Sonoma, Bumsi Sonoma, Resebi Kere, Herzade Resebi Kere, Vasike Sonoma Esto, Sonoma Pairabu Manu Memro. Und ja, ich danke allen Interessenten und auch allen, jedem, auch die Eltern, besonders den Eltern, die dazu beigetragen haben, dass diese Sprache weitergegeben wird, auch die Kultur und auch jeden, der auch versucht, die Sprache weiterhin am Leben zu erhalten, zu bewahren, egal welcher, das ist für mich weniger wichtig, egal welcher Ansicht oder welcher politischen Richtung sie angehören. Aber es ist eine sehr edle, ehrenhafte und humane, menschliche und alles Schöne, was man auch dazu sagen kann, alle schöne Adjektive, Angelegenheit, eine Sache, ein Engagement, eine Sprache am Leben zu erhalten, weil es uns als Menschen eigen ist und allen gilt mein Dank. Und ich danke dir, dass du gekommen bist und dir die Zeit für uns genommen hast.